nicht ausgeschaltet. Birger, du Held. Ist der Stream noch die ersten 4 Sekunden gleich wieder demonetized. So, wir schauen mal aus. Hier mich selber. Ich mein schon. Ich glaube, dass es hier hat. Was ist denn da? Alter, die scheiß Buchsen ist so fucking ausgefotzt, Alter, da ist nichts mehr geht. Hier nur links was. Und ich hab mein Headset richtig auf. Ich hab extra geschaut. Ich bin ein Rasensprenger. Verdammter Schmiedi! Reminder, was? Revolver ist gleich ein bisschen laut. Schmiedi, merci dir. Bussi aufs Nussi. Danke. Leute, chill. Ich hab nicht mehr mit dir gesagt. Lauter Popomänner. Hashtag Popomann. Ab in den Chat. Wenn ihr mitmacht, ist, ja, Popomann. Ich hoffe, du snippst nie net aus dem Lem, falls mal am gleichen Server sen. Abhauen! Sanft mu en muase damit rasch B hinterher. Die schöne Grias aus mit Dayfesh. Mr. Perl Hans, geht's gut? Bussi Nussi. Schauen wir mal, ob wir uns auf mehr viel sehen. Lasst's mich. Wer Stream sniped, ist ein Popomann hoch 2. So, hab ich bin's, Birger, Montag, 20 Uhr, Kameli und Zeit. Wichtig ist die Betonung auf Kameli. So, Lenzep, hat ihr Bier, alles fit, LeBron fit für PvP, Hashtag Gustl, Hashtag was? It's Birger Time. Merci dir, Bussi aufs Nussi. Ja, es ist nicht alles fit, ich sag's euch gleich schon. Habe eine schlechte Nachricht und da kommen wir gleich dazu. Falls die Leute nicht aufhören zum Eskalieren, dann dauert's ein bisschen. Merci dir! Alles fit? Der zweite schon, der fragt, alles fit. Herr Maurer, vergeht's gut. Selbstverständlich, es ist alles fit. Ja? Es ist alles fit, aber eine kleine Sache ist nicht fit. Aber ich werde nicht anders helfen, aber da schmerzt mir gleich. So, haben wir's. Merci dir, Mr. Maurer. Sonntag, Ruhetag. Merci, servus allerweil. Grüße aus Franken. Franken, fetzt euch nein. Ich fetz das hier nicht ein, das sagst du wieder. Opa, Sonntag, merci dir. Opa, merci dir. Auf dem Bierbing steht ein kleiner Bärtiger, das grantige Biergerlein. Ja. Ich warte nicht drauf, ob den Sound halt jemand triggert. Der ist halt ein anderer. Kann sein, dass er ein wie soll ich sagen? Die gemeinschaftliche Nussschale am Bier-T-Shirt da vor mir steht. Who knows? Jackson! Merci dir. Servus, Bürger. Wir Hand AWD du. Wieder du. USM Irrenhaus Smiley. Außen Irrenhaus. Geil. Der Freudentränen. der perfekte Stream vom Irrenhaus ins Irrenhaus. Von Irren voll Spackos an Irre voll Spackos. Ah, gleich und gleich gesellt sich gern, heißt oder irgendwie so. Rippalsepp, merci dir. Grüß deinen Sauhaufen von mir. So, wir schauen mal aus. Ich darf die Titten meiner Freundin Erika ausnehmen. Ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox. Nom nom. Lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss. Nom 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 nom. Ja, das war der Gute. Ah, der Biermann hat's verstanden, er hat's getriggert. Nice! AF an geilen Stream fu mir wirst IAT Mitte Donos Aveng ARUAH OEMWI IMA A Auto KAF A heißen Man hab jetzt ein Nüsschen squattet. Wir wollen langsam Biermann, merci. Austrian, merci. Die Servus aus dem schönen Oberösterreich haben keinen Stream. Von mir wirst du jetzt mit den Donos Aveng rum. Weil ich mein Auto gekauft habe, um ein Heidengeld. Das ist recht. Kauf dir lieber ein Auto anstatt dem Deppen im Internet eins. Hast recht, Austrian, alles richtig gemacht. Merci dir. Hasti, habe dritter Herr Birgerson, auf geht's zu einem geschmeidigen Stream mit dem besten Stream. So, passt. So. Lele, Bierbing ist aus. Wir haben jetzt der Nüsschen-Squad. Ob es schmeckt oder nicht, das ist scheißegal, Alter. Wer sogar ein Nüsschen rausnimmt, der schlägt den Nussschale. Mir ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox. Nom nom. Lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss. Nom 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 nom. Ah ja, war schon nie Streich. Sag's es. Feuerwehr, wieso hat sie mit ausblendet? Ich weiß nicht. Traumtänzerin, merci für die Mitgliedschaft. Grüße von Dankeschön. uns und bitte an Gruß an Hirschi, der leider daheim schauen muss wegen Quarantäne. Bierkrug. Hirschi, du Zipf für Adam. Hast wieder Tierklinken am Tankstellenscheißer so geschleckt? Ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox. Was hab ich dabei erwartet, was passiert? Sag. Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss. Nom 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 nom. Jetzt hören wir uns halt so lange, bis es uns auf den Sack geht. Flo, welcome to the squad, danke dir. Bussi aufs Nussi. Rippalsepp! Jetzt wird ein Zwickel. Wollen wir ein Spiel spielen? Hashtag Leeds! DJ Bluton, ich komme überhaupt nicht mehr mit, was ist denn jetzt schon wieder? Habe die Haare ans Herz, bin gespannt, ob du mich noch kennst. Nein. Bin ich so gnadenlos ehrlich? Nein. Mr. Mash! Merci für den Euro. Merci für den Fünfer. Birger, Verständnisfrage. Verständnisfrage. Jawohl. Wenn der Lebron in den Libanon verbannt wird,
ist dann der Libanon? Oder wenn er im Baltikum schmilzt, herrscht dann Leon? Wie lang bist denn da daheim davor gesessen und hast dir die Scheiße ausdenkt? Sag! Wie lang bist denn da daheim gesessen, ob wenn der LeBron in den Libanon verbannt wird, ob dann der Libanon ist? Sag! Nüsschenbox, nom nom. Lecker, Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss, nom 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 nom. Es ist so geistig behindert. Das ist schon wieder unfassbar gut fit. Basti Hero, welcome to the squad. Nimmst du eine kleine lecker Pistazie aus der verfickten Nüsschenboxe. Passt. Leid. Oder auch nicht. McGoldie, merci. Ich darf die. Was? Moana Freundin Moana. Erikas Nenner Raute Fun Fact Hashtag Trüstorifo HCRRT aus Hannover. Jetzt habe ich es erst verstehen. Verstehen. An Jassi Rotes Herz. Hannover schon wieder. Sag's bitte Grüß an Jassi. Jassi! Grüß an die und deine Erikas. Respekt vor deiner Entscheidung. Kann man in der für die Erika eigentlich LAN-Party. Motorboot fahren? Ich weiß es nicht. Richtig BMOCHD. Darf ich merci dir. Auf den Stream. Bürger Bestarmann. Genau um das geht's gleich. Wenn ich jemals was erzählen kann. Ich darf so gern was erzählen, aber ich kann nicht. Ich werde leider eskalieren und ich sehe, dass der Basti schon wieder einen nachschmeißt und in 2 Sekunden will ich wieder unterbrochen. Ich weiß es, ich hab's genau gesehen. So! Der LOL gibt das wieder im Discord. Das gibt's schon immer im Discord, das ist im Mimi-Channel angeheftet. Nüsschen-Merch wird gebraucht. Das wird ja, glaube ich, habe so ein bisschen den Eindruck, gut, wir haben noch nicht so viele Streams hinter uns, aber ich habe also ein bisschen den Eindruck, es braucht ganz dringend ein Chameleon. Aufs Nüsschen. Der mit Hörnen. Merchandise, irgendwie. muss ich mir was ausdenken, schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie der Chris gerade dabei ist, also mein Comiczeichner, ob uns da irgendwas einfällt, ob der Zeit hat oder nicht, ich weiß nicht. Nasenmann, merci dir! Kann wieder nicht dabei sein. Like-Aufruf! Hoppala, Bussi aufs Nussi. Aus, oder? Mach Was? da nix draus, Matschmas heut nichts, JOH. Die matchen wir nächstes Jahr, Alter. Leider jetzt chillt so eine Kniescheiben. Der verdammte Montag, Alter. Das ist erst mit 10 Minuten nur Geballer angesagt, Alter. Nehme mir ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox, nom nom. Lecker, Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss, nom 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 nom. Ja, welcome to the squad. Merci. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht angezeigt worden. Wahrscheinlich ist es schon wieder hin, weil es hat in einer Tour ununterbrochen 10 Minuten lang nur fucking Alerts hagelt. Fix Leute, ich darf so gerne noch schnell was erzählen, bevor wir anfangen, wenn die meisten Leute da sind. Flo! Was? Bin jetzt in der Quarantäne, du rettest den heiligen Tag. Ja, dann hast du aber wahrscheinlich nur ein paar Tage vor dir. Da schaust du alle Stream so. Was weiß ich? Das wird schon. Du, das wird eben schon wieder. Merci dir. Leute, Dankeschön. Seriously, Flo, merci dir. Sonntag, merci dir. Küssli aufs Nüssli. Hallo, ich bin der Christoph und jo, du nimmst jetzt mal gut LG. Ja, Aus okay. Oberösterreich. Ja, woher denn sonst? Ja, woher denn sonst außer Österreich, wenn irgendjemand sagt, halt dein Maul nicht mehr geht? Ich weiß nicht, ist das Tradition in Österreich? Ich weiß es nicht. Bei uns in Niederbayern nicht. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Lass dich nicht aufhalten. Rippal, Sepp, Rüß jetzt! Dieser Blut, hätte man gedacht, die eskalierenden Vollpfosten bleiben im Gedächtnis. Hast du auch schon DJ Bluetooth geheißen? Weil falls halt nicht DJ Bluetooth damals geheißen hat, ich weiß es nicht mehr. Ich sag das ganz ehrlich. Ich nehme mir ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox, nom nom. Lecker, Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss, nom 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 nom. Mein Gott, welcome to squad. Es nimmt kein Ende. Nicht. Es ist unfassbar, es nimmt kein Ende. Es ist, haben wir wenigstens mitten im Monat, ja nicht ganz, aber fast. Ich versteh's nicht. Kerstel, servus Herr Birgerson, auf einen geilen Stream wieder mal, bester Streamer. Servus Bürger. Dankeschön. Es ist Montag und du säfst mit jedem Stream meinen Tag. Das freut mich sehr. Danke dafür. Das Raute freut mich W.A. äußerst. Metzger. Nehmen Sie sich ein Nüsschen aus der Nüsschenbox, Mr. Big Mac und Rips! Merci dir. Vorher bitte voll bester Spruch, muss er halt mal aufpassen, wo er an der Türklinke schlägt. Ja, was kann nie dafür, wenn er weiß ich nicht, wie sagt der Alligator, Türklinken deep-throaten auf Disco-Toiletten oder irgendwie so. Dann bist du damit 10 Tage in Quarantäne. Wenn's deine Blaster jetzt so einen Titel unter Kontrolle hast. Hab Oh, an Türklinken. Dampfe und die nächsten 10 Dogs sich vor Lachen auf dem Boden Leute, jetzt wälzen. chill! Hab einen Dampfe und die nächsten 10 Tage. Passt, muss klar. Leute, Dankeschön. Chillt. Sie da so gerne was sagen. Wir fangen gleich an zum Spielen. Erstmal habe ich die Ehre an alle. Ja? So, haben wir das. Ich hab nicht einmal in den Chat eingerissen, weil es einfach seit 10 Minuten ununterbrochen nimm. Oh, nimm, du hast ja nix
Du hast sowieso noch nie was geleistet, scheißegal, aber dann nimm. Keiner weiß warum, aber egal. So. Nüsschenbox. Schlechte Nachricht des Tages. Ich habe sehr viel nachgedacht. Das ist meistens nicht gut. Aber ich habe nachgedacht und die Entscheidung getroffen, dass die LAN im Juni 2022 leider Gottes nicht stattfinden wird. Warum? Ganz einfach, weil es mein Bauchgefühl sagt, dass das eine schlechte Idee ist. Es ist einfach eine schlechte Idee in dieser Zeit, wo es gerade eskaliert ohne Ende, eine Einsperrveranstaltung für 2 Tage mit 150 Leuten. Schnauze jetzt! Crossbot, Fixletten, Alter! Ich hab... Es sind noch nicht ganz 3 Jahre, aber bei mir war es nur, was ist denn los mit dir? Das stimmt. Das war es aber auch ganz lang. Der Bierbing-Sound ist aber auch noch nicht so lang dabei. So, Bussi aufs Nussi, merci, Ruhe jetzt, Fixletten. Es tut mir unfassbar leid und ich hoffe, dass das in die letzten 2, 3, 4 Wochen, seitdem das Thema so wieder so ein bisschen auf der Kippe steht, einigermaßen klar ist, dass mir das auch nicht passt. Ja? Mir passt das auch. Schnauze jetzt! Verfickte Kacke, ich darf so gern was erzählen! Mai ist, Trinkfeld 4 Dei, kaufst Bier da wo a halbe Daumen hoch, Daumen hoch. Mercedes Mohi! Ruhe jetzt! Für 5 Euro kriegt man bei uns aber 5 Euro. Komm her, und ich war geschickt, mich hungert. Ja, ich darf gern fertig verzeihen, dann kann man anfangen. Aber die Leute können einfach nicht aufhören. Ich weiß nicht, was los ist. So, mir gefällt das auch nicht. Nochmal. Ich glaube, das habe ich mit Nachdruck versucht zu erklären, dass ich auch gar keinen Bock nicht habe, dass uns dieser Mist da wieder reinscheißt. Wir fangen mal jetzt nicht so miteinander diskutieren, ob wir Impfung testen oder sonst irgendwie Regelungen scheiße. Die sind scheiße aus. Thema beendet. Das interessiert mich auch nicht mehr. Es interessiert mich nicht. Ich werde sehr genau den ganzen Sommer beobachten, wie die Regelungen verlaufen. Ja? Damit wir das für nächstes Jahr und jetzt zuhören, wie die Arme was erzählen kann. Ein verficktes... So, jetzt habe ich das Mikrofon zugespimmt. Der Rost wieder mit Auf Sau. einen geilen Abend, rotes Herz. Merci! Ich weiß nicht, was der 20er ist. Ich weiß jetzt auch nicht. Wenn ich sage, ich darf so gerne was erzählen, steigt quasi die Durchschnittsdonation. Was ist da los? Ich soll halt öfter was verzeihen. Offensichtlich. Ich bin ein taubes Nüsschen. Dankeschön. Leid, dankeschön. Ein taubes Nüsschen JEA. Wir alle sind taube Nüsschen YEE. Wir alle sind Taubenüschen, ja. Jack, merci. Fabi, merci. Kamel, Leon, merci. Basti, merci. Crossbot, merci. Wir verschirmen die LAN auf 2023 im Sommer. Ich werde mir sehr genau diesen Sommer anschauen, wie die Regelungen sind und so weiter und so fort. Eine LAN ist doch so, wie soll ich sagen, eine Spezialveranstaltung, dass es einfach schwierig ist, da die allgemeinen Regeln zum gelten lassen. Und ich habe keinen Bock, dass wir uns da 2 Tage lang mit einer Maske an Tisch sitzen müssen, zu 170. Das will niemand, das will ich nicht, das mögt ihr nicht. Und so weiter und so fort. Und ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei. Darum, Schluss! Wird verschoben, auch wenn es mir nicht gefällt. Aber es ist so. So. Spielen wir jetzt oder was? Fix mal! Starte mal das Spiel, das ist eigentlich schon vor einer Viertelstunde da können, du Trottel! So, da für nur wegen mehr Blutdruck. Du, mein Blutdruck, der ist standardmäßig da, wo er gerade ist. Das ist mein Geheimnis. Mehr Blutdruck. Dankeschön. Dankeschön. Na, reg dich nicht so auf, Geckerle Wichse. Da muss ich immer wieder... Flo! Grüezi! Warum haben die Florians aus Oberösterreich die haben einfach 2 Geld, Alter. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich komme auf Österreich. Ich muss eigentlich ganz schön gut gehen. So fui auf Hashtag Geldgeilerwichser. Merci, Leute. Dankeschön. Jetzt beruhigt euch. Du kannst da nicht viel erzählen. Hey, Birger, du kannst da nicht viel erzählen. Nein, ich kann auch nicht so viel erzählen. Ist schon... Nehme mir ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox. Nom nom, lecker, ein Nuss, Erdnuss, Kokosnuss, nom 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 nom. Da! Smurf! Welcome to the Squad! Merci für die Mitgliedschaft. Ich weiß nicht, warum es nicht angezeigt worden ist, aber das hilft jetzt sowieso nicht. Leute, Donation Sounds sind jetzt aus. Die hätte ich eigentlich schon vor 5 Minuten ausmachen können. So, was wir mir halt lernen. Eine weitere Runde mit dem Kamel. Richtung Airfield. Wir haben eigentlich snipen. Wir haben Munition. Wir haben Close Combat Waffen. Ich drücke jetzt da auf Spielen. Spielen, connecten und dann schauen wir, wo wir hin. Lünzep! Dann mache ich den Stream als Ersatz für die LAN. Nein, ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Der 48-Stunden-Stream. Hallo, ich bin zu alt, zu fett und zu langsam für den Scheiß. Wir können auch nicht wohnen, vielleicht schon streamen, ja. Das ist aber der mal ohnehin vielleicht sowieso. Wieselburger Beste, was tust du denn? Was ist los mit dir? Und der Big Mac genauso. Grüße an Stefan Leubel.
Oh, Leute, Steffen, den kenn ich doch. War auch schon das eine oder andere Mal da vertreten, wenn mich nicht alles täuscht. Hast aber auch ein Gefühl, jeder zweite Leubelsepp. Leslan Mordipf. Ich nehme die Nummer 4. Was? Beste! Was, Wieselburger, Beste? Was? Ich weiß nicht, was los ist mit euch. Leute, danke schön, jetzt beruhigt euch. Seriously. Schaut mal um. Da sind wir. In der Blechhütte drin. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich weiß nicht, warum das selber nicht gleich so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ah, jetzt sehen wir was. Sehen wir was. Ist da schon wieder Nacht oder was ist denn da los? Oh, da liegt der Spitzhacke schon. So, wo sind wir eigentlich? Wo ist der Lee? Da ist der Lee. Alter, gib dir einen Lee, er ist so stabil, Alter. Memo an uns. Der Schmiedi hat uns ganz am Anfang daran erinnert. Der Revolver ist ein bisschen laut. Bisschen. Ah, also, wir versuchen mal zu vermeiden. Diesen Revolver bitte nur im äußersten Notfall benutzen, weil es im Umkreis von 400 Meter jeden Zombie triggers, der da ist. Frankenberg Sepp, ich bin aus Landshut, nicht Österreich. Shit, Alter, ich heiße alle Florian, wie soll ich mir das merken? Normalerweise, das glaube ich, ist übrigens auch gelungen, alle Florians wohnen in Österreich. Leute, dankeschön. Jetzt beruhigt euch ganz ehrlich, jetzt chillen wir mal eine Runde, jetzt schauen wir uns erst mal Map an. Wo ist Map? Map! Da ist Map! Haben wir uns gerade selber gesehen, glaube ich. Ja, war kurz, seht ihr da die anderen Tabs eigentlich auch? Ich glaube schon, ist ja wurscht. So, Hashtag Map! Wer nicht Map schreibt, der schlägt Map. So. Oder die Schwester von der Map. Leute, jetzt chillt's euer Knierscheiben. Jack the Ripper, einmal geht's noch, denk an deinen Blutdruck. Ja, da ist halt aber der Bockfotzen Apache, der mittlerweile auch bald 5 Jahre alt wird, der ist nicht sehr förderlich für meinen Blutdruck. Goddammit! Aber ich brauche ein wenig Puls. Ja? Jetzt gibt's dann eventuell PvP-Action, dann bin ich schon auf dem Pulslevel, wo die anderen erst hinkommen. So. Passt die Merce dir. Dann kaufst du dir dazu noch Blutdrucktabletten, bevor du explodierst, kriegst du aus der Oberpfalz. Also, hängt voll Makomadi, die schmeißen mich schon ein, da ist noch Sonntag auf die Nacht, Alter. So, jetzt chillt's, Thomas T., Merce dir! Wo sind wir? Airfield. Letztes Mal sind wir von Grischino irgendwo da herum umeinander gegurkt. Nein, über die Burg da herum umeinander gegurkt. Ja, haben wir, ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger, haben wir oben gegurkt. So, hier Gurki, Max Slurky, McGurky, Kamel, Leon, Sneaky Picky. Haben wir da geschaut, dann haben wir uns, glaube ich, ein bisschen verrennt, aber das ist wurscht. Dann sind wir da ins Airfield rein, haben wir gesneakt, dann haben wir was haben wir gefunden? Eine Kuh? Nein, wie haben wir gesagt? wie hat's geheißen? Kuh, wie war denn das, glaube ich? Was ist denn noch? Verdammt, ich hab's vergessen! Kelch, der Kelch, genau, da haben wir Kelch gesehen, die war triggered as fuck. Und dann haben wir da durch, dann haben wir die Military Base gelootet, haben wir nach Norden abgehauen, dann haben wir nach Westen abgehauen durch das Deal an Kalinka vorbei. Kalinka, haben wir da durchgesteppt. Und dann haben wir uns irgendwo da in Vavilovo in die kleine Blechhütten eingesetzt, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Nachdem wir auf alle Fälle mit dem Revolver einmal sauber umeinander geballert haben und jeden Zombie im Umkreis von 800 Kilometer triggert haben. So schaut's nämlich aus. Die Frage ist, was der wir jetzt? Wir haben ihn überhaupt beieinander. Essen ist gut, Trinken ist gut, wie viele Hacksteaks haben wir noch? 1 und dann müsste der ganze Topf voll sein. Ha, Hashtag Topf. Map! So, da haben wir noch 2, 4, 6 Hacksteaks, sind wir heraus, Dosen haben wir auch noch am Start. Alter, wir haben alles da. Wir haben alles da, was wir brauchen. Ich habe noch keinen Schießen gehört, glaube ich. Das ist ein bisschen dumm. Wenn ich außer Tab und schaue mir die Map an. Es wäre geil, wenn ich die da am zweiten Monitor steuern kann, ohne dass ich außer tappen muss. Das wäre cool. Aber dann geht der Ton aus, dann ich nämlich Steps hören und so. Da müssen wir jetzt generell mal ein bisschen lauter machen, damit ich da was höre. Und ihr müsst mir natürlich auch bitte mitteilen, ob der Sound passt. Die Frage ist, was der mir jetzt hat. Erst einmal mit Fischreisen ausprobieren, oder wie war der Plan? Ich weiß es auch nicht. Aber dazu braucht man natürlich Gewässer. Wo zur Hölle ist da Gewässer? Und ich glaube, ich habe einen sehr spät, und zwar da herunten. Das heißt, weißt du, was wir tun? Wir graben einen Wurm aus. Wir haben jetzt irgendwo da. Wir gehen mal Südwesten. Wir gehen erstmal nochmal weg vom Airfield. Ja, mal ein bisschen lauschi. Ich habe nicht geschaut, wie viele Leute das auf dem Server sind, aber wahrscheinlich ist er fast voll. Gehen wir Südwesten runter zu dem See und zu dem kleinen Fluss da. Und dann stellen wir mal die Fischreisen auf. Währenddessen die Fischreisen da drin ist, looten wir mir mal da den Jägerstand und den Bauernhof schauen wir und so und im Süden den Bauernhof. Und wenn es wirklich alles später ist, dann laufen wir da noch nach Sabolote, oder wie heißt denn das da? Sabolotje, das ist russisch für Sapalot. Und da gibt es den guten Scheiß, hab ich gehört. Tja, das klingt doch erstmal nach einem Plan. Und wenn wir da fertig sind, laufen wir wieder auf, schauen wir die Fischreisen an und dann schauen wir erstmal, was da drin ist. Ja? Da gibt es auf alle Fälle Bären. Der Bär greift an, ohne jede Vorwarnung. Und da haben wir Wölfe und was weiß ich was ist. Also da kann schon einiges ins Höschen gehen. We will see, Kinder. We will see. So, da haben wir da.
Kurzer Inventarcheck. Wir haben eine leise Pistolen, die ist nicht ganz aufgeladen. Das sollten wir vielleicht noch kurz erledigen. So, Magazin außer. Tauschen. Wie tauschen? Wieso kann ich nicht tauschen? Was für Behinderung ist das, Alter? Dann legt die Pistolen da so eine, nimmst du so. Und dann habe ich gelernt, wenn man R drückt, tut er das automatisch nachladen. Ah! Map! Entschuldigung, ja, ich bin nun. Weißt du was ist? Weißt du was soll jetzt da sagen dazu? Also auf nach Zappalot! Auf nach Zappalot, Alter. So, dann tust du mal die Pistolen hier. Und dann lassen wir die nach. Ja, jetzt kann man alles mit viel weniger Menü machen schon hin. Wir brauchen ein bisschen die Tastenkürzel drin haben. Ja, wenn wir wieder ein bisschen öfter spielen, also gehen wir erstmal in den Hocken und schauen wir umeinander. Dann erst mal rundum, ob da nicht der Kasel bis Sepp draus steht und snipert schon her. Man, wer weiß denn? Wer weiß denn? Der Kasel bis Sepp, ziemlich sneaky Dude. Er sitzt irgendwo in die Staaten drin und denkt sich, so, Freunde der Sonne, aufs Maul kannst du haben. Ich glaube, ich muss die Grafikkarten noch schnell auftragen. Das habe ich vergessen. Ja, habe ich nicht auf 100% laufen. Habe meine Grafikkarten fast nie auf 100% laufen. Vergiss ich gern. Ja? Mehr Frames, mehr gut. So, das ist... ich habe einen Helch gehört, glaube ich. Ich habe genau gehört. Da wo haben wir hin müssen? Südwesten hat es geheißen, gell? Außer mit dem Kompass, aufgeklappt ist Scheiß drum. Südwesten ist dann ganz andere Richtung. Da lang. Kriegen wir hier. Kriegen wir hin. So, was nehmen wir da hin? Haben wir da? Gibt's was am Scheiß aus? 5 Schuss, CR, 5 Zimmer. Oh, was ist das für ein Magazin? Für 762er. Ist das für mein Gewehr? Kann man das mein Gewehr? Kann mein Scharfschützengewehr Magazine? Ja, tatsächlich schon hin. Alter! Liegt am Scheiß aus einfach ein fucking Magazin für unser Scharfschützengewehr! Ja, Brudi, Gmadi, wie ist? Okay, bye, Alter. Jackpot! Hand aufs Herz, hat mir das von euch da irgendjemand hingelegt? Ins Scheißhaus, ey! Krieg einen Schlaganfall. Sag ich dir, was ist. Krieg einen Schlaganfall. Wenn da schon wieder irgendjemand hinter mir herguckt. Hashtag Scheißhausliebe. Stell dir vor, oder einfach, wie soll ich sagen? Jetzt laufen wir da mal, aber das Magazin müssen wir noch sauber nachladen. Ja, das ist mir weg da. Haben wir genug Schuss für den Schund. Also sogar noch 3 Schuss drin auch schon, hier. Ah, das ist Magazin laden. Zack, sind 5 Schuss drin. Brudi, Pro Gaming. Pro Gaming vom Feinsten. Ah, Deppen haben schon alles Dusel gehabt, muss man wissen. Machen wir ein bisschen einen Vollsprint. Ich sag erschreckend wenig Zombies. Wahrscheinlich haben die noch nicht gespawnt oder sind jetzt woanders gespawnt oder wahrscheinlich haben die Leute alle umgebracht und sehen, wie da laufen und denken sie, schau dir den ahnungslosen Trottel und dem schießen wir jetzt von hinten ins Gesicht. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber das kriegen sie hier. Jackpot, im wahrsten Sinne des Wortes, das Hergrube. Das P in Bürger steht für Pro-Gamer. Richtig erkannt, Yuki. Richtig erkannt. Ich übersehe schon wieder 1000 Leute. Wieselburger, merci dir. Servus Bürger, halt dein und nimm mein Geld. Schönen Gruß aus St. Valentin, Niederösterreich. Aber woher denn auch sonst? Schöner Gruß an meine Lieblingsnachbarn, an die Österreicher. Bussi aufs Nüssi. So, laufen wir mir schon in die richtige Richtung? Ja, grob. Ein bisschen da lang müssen wir. Kriegen wir schon. Kann man mal noch ein Helchsteak verdrücken? Dann schauen wir mal. Was mich schon wieder ein bisschen beunruhigt ist, ich habe noch keinen einzigen Schuss gehört. Wir haben ja relativ in der Nähe vom Airfield. Das müsste eigentlich direkt da hinter uns irgendwo liegen. Da oben irgendwo, aber das ist uns jetzt nicht wurscht. Da schauen wir da nach hin, wenn es finster wird und wieder keiner da ist. Ha! Sepp, mir ist wieder 5. Viel Spaß beim Zocken, muss gleich zur Nachtschicht. Oh, das ist die ekelhafteste Scheiße, wo ich jemals hören hab müssen heute. Schau mir morgen den Stream an, Hashtag Helch! Dann fühl dich vom Zukunfts-Vergangenheitsbürger gegrüßt, falls du das gerade anschaust und doch schon nicht mehr da bist. Seppe, Bussi aufs Nussi, viel Spaß. Ich hoffe, der Stream kann was. Das weiß ich noch nicht, aber ich glaube schon. Cuba Fox, machst ein Special Merch. Ich wär auf der Land 2022 gewinnen. Das ist gar nicht mal so blöd, ey. Finde ich eigentlich lustig. Merci dir. Und ein Thomas T. natürlich für seine Mitgliedschaft. So, Leute, jetzt ist er Ruhe. Wir müssen jetzt da unten Gleise finden. Irgendwo da unten sind Gleise und ich glaube, ich kann es von da schon eher spähen. Ah, da sind die Gleise. Da müssen wir drüber und dann muss irgendwo ein Flüsschen sein. Ein kleines Flüsschen und da werft man dann die Fischreuse rein. Und dann bin ich gespannt, was die kann. Und da hinten auf dem Hügel, da müsste eigentlich Sapperlot dann zum Finden sein. Ich war psychisch dabei. Ich war psychisch schon drin. So, es ist limitiert auf 160 T-Shirts. Ja, gar nicht so... ist gar nicht so abwegig. No, es war so gut gewesen. Ich meine, mir tut es ja auch leid. Ja, unfassbar leid sogar.
Dieser Nostalgie-Trip da das war sicher lustig geworden und ich garantiere euch, das wird noch lustig. Wir machen das. Selbst sollte mein ganzes Streaming-Dasein, mein YouTube-Dasein in die nächsten 12 Monaten vollkommen im Bach runtergehen, keine Ahnung. Ich glaube, wir kriegen die 150 Leute für die Land schon trotzdem zusammen. Die Scheiße wird stattfinden. In diesem oder im nächsten Leben. Du musst nur einen Wurm ausgraben, weiß ich schon. Den vergesse ich diesmal natürlich nicht. Für die Fischreuse, nicht für das Land. Falls jetzt sich gerade irgendjemand denkt so, Alter, what the fuck is he talking? Wie geht das überhaupt? Da muss man das Messer nehmen oder den Bohnen eingraben oder irgendwie so. Tun wir das Messer da auf den Neiner. Oder tun wir das Walkie-Talkie da raus. Revolver der mal raus. Was der denn überhaupt mit dem Revolver? Ich weiß ich nicht, der ist so laut, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. So, jetzt haben wir mal den Fisch ausgraben. So schaut's aus. Drückst du mal auf Sim. Dass du mal ein Messer hast und dann graben wir da mal einen Wurm ausgraben. Hopp, hopp. Wurm ausgraben? Wo kann ich den Wurm ausgraben? Wurm ausgraben! Selbst rasieren. Oh, rasieren? Kannst du da lieber rasieren, G? Kann mich rasieren, G? Ich weiß nicht warum, aber ich kann mich rasieren. Mit der Maske im Gesicht. Das macht natürlich außerordentlich viel Sinn. Okay. So, wir kommen am Wurm ausgraben. Ah, da, Wurm ausgraben. Geht das nur auf begrastem Boden, oder wie? Hab jetzt einen Wurm. Wo ist der Wurm? Wurm, wo? Wurm. Wo ist der Wurm? Da kann man nebenbei auch graben. Also... Ne, graben, das bin ich für voll Depp. Da kann man nebenbei auch fischen gehen. Wo ist jetzt der Wurm hin? Hab ich jetzt einen Wurm oder nicht? Ah, da liegt der liegt einfach am Boden. Achso, den hab ich ausgegraben, dann liegt er am Boden. Ja, okay. Das heißt, jetzt pass auf, das werden wir da mit tauschen. Und den wir da kombinieren. Nein, kann man nicht kombinieren. Da muss ich jetzt die Fischreuse platzieren. Wir platzieren! Und wir brauchen vielleicht irgendeinen Indikator für den Platz. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir die jemals wieder finden, Alter. Merkt man uns einmal den Baumstamm, der da liegt. Alter, wie findet man die jemals wieder? Die findet man nie wieder! Findet man nie wieder! Ja, die werden wir schon finden. So, Fischreuse. Du sollst nicht trinken, du sollst die Fischreuse platzieren, du Klappspaten, du. Aufstellen. Jawohl. Jetzt haben wir wahrscheinlich trägen Hosen, werden wir wieder krank. Egal. Der Chamäleon ist genauso unsterblich wie der Lee Braun. So, nehmen in die Hand nehmen. Na, Wurm steckt meine. Ein Würmli. Wo ist jetzt der Wurm wieder hin? Da ist er. Wurmi? Wurmi ist drin. Klang da ein Wurm. Er ist feucht und roh. Und lang und dünn. So, jetzt müssen wir... Das findet man nie wieder. Schrei mir nicht so behindert, oder Kackvogel! Kann ich die auch aber schießen? Wo bist denn? Der? Ich schluck dich mit dem Kompass, du Mongo. So. Kurzer Blick auf die Map. Wir verschmutzen mal kurz mit den Stauern. Blub, blub. Wo sind wir? Da sind wir. Also, sind wir Südwesten gelaufen. Da so, hier, da so, oben so. Die Frage ist halt jetzt, wo wir da genau sind. Eigentlich sollten wir den See suchen. Und dann die Gleise ist irgendwo eine Brücke. Aber wir sind mir wahrscheinlich gelaufen, viel südlicher. Wir haben ja irgendwo da herunten, glaube ich. Das heißt, wenn wir jetzt straight nach Westen gehen, müssen wir es eigentlich finden. Außer wir kommen zu einer großen Straße, dann haben wir verkackt. Na gut. Hashtag Map! Kompass raus. Straight Westen. Straight da oben. Werden wir schon finden noch. Marker auf der Ingame-Map. Geht das? Nope. Das ist unter anderem so eine kleine Spezialität von dem Spiel, die ziemlich viel Spaß macht. Du musst dich halt wirklich halbwegs real auf der Map orientieren und zurechtfinden. Okay, jetzt haben wir weitergelaufen. Wir haben jetzt am Fluss sind wir weitergelaufen und haben wir zu den Gleise gekommen. Jetzt passen wir auf. Dann muss ich nochmal schnell aufmalen. Dann haben wir schon da irgendwo gewesen. Irgendwo, das war jetzt nicht recht weit, irgendwo da, glaube ich, haben wir. Irgendwo da. Dann haben wir über Gleise drüber, dann kommt das kleine Flussstickerl und dann kommen noch mehr Gleise. Schaut gut aus. Übrigens, jetzt mal, wenn die Map aufgeht, ihr wisst, was das bedeutet. Sowas geht nur auf gemoddete Server? Ja, da mit Sicherheit. Da schau hier. Bahnhof, direkt vor uns. Direkt vor uns steht er und schreit nicht. Easy. Ja, tust mir lieber dem 16 aus, falls da irgendein Kackvogel umeinander steuert. Wie viele Leute sind auf dem Server? Hat vorher mal gerade jemand gefragt. Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht genau nachgeschaut, aber der Server, auf dem wir spielen, ist fast immer voll. Ganz bewusst und ganz gezielt, weil wir ja auch ein bisschen mehr PvP-Action eigentlich haben wollen.
aber irgendwie trotzdem den ganzen Tag in der Natur umeinander geiern. Und ich hab einen Besen! Ich hab einen Besen! Da gehst her! Da bin ich eben 16 weg, da schlagen wir zusammen mit dem Besen. Einfach, weil wir es kennen. Da gehst her, du dreckender Sauhund, du. Du Sauhund! Ich hör dich doch! Wo bist denn? Alter, der ist voll wütend. Ist der schon triggert oder was? Behindert. Alter? Wo ist dein Problem, Alter? Hab ich Besen, Alter? Oder schau. Ich versteck mich einfach da drin, Alter. Gibt's einen mit dem Besen auf dem Dates? Du Klappspatten, du! Alter, der Besen kann überhaupt nichts! Stirb! Ah! Was ist denn mit dem Besen? Alter! Muss ich mich jetzt von dem Idioten dort zusammenschlagen lassen, oder was? Ich glaub, dass ich kotz. Ja, niemand da wirft den Besen. Ah! Du Klappspaten, du! Ah, da kommt noch einer! Der scheiß Besen. Der scheiß Besen kann überhaupt nichts. Alter. Alter, der scheiß Besen kann überhaupt nichts. Sachen lässt du fallen, wenn du G gedrückt hältst. Ja. Zu spät. Helft nicht. So, looten. Vielleicht einer was essen. Hauen wir uns mal Helchsteak zur Sicherheit, Alter, damit nichts passiert, Alter. Was, da hat eine ihre Auto liegen lassen. Hashtag beste Besen, Alter. Scheißdrecksbesen! Da kann überhaupt nichts, Alter. Wie viele Schläge haben die ausgehalten? Ja! Wie findest du Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps? Ich darf jetzt gerne meine Kamera schwenken, aber da habe ich ein Regal davon hingehängt, da sieht man es nicht. Da hängt ein riesen 2 Quadratmeter großes Ori and the Will of the Wisps Poster. Darum sollte dies vielleicht deine Frage beantworten, wie ich die beiden Ori-Spiele finde. Exzellent natürlich. Da, Schlagring, wahrscheinlich kann der mehr wieder scheiß Besen. Hätten wir mal lieber den zusammen geglaubt. Sehr fix. Ihm das auf alle Fälle nicht recht fähig. Gestungener Bauernhof, oder so wie noch gemeint, steht ein paar Gummi. Tim Bürger! Ich hab das groß gesehen, dass ich das kann. Haut dritt den Haufen, auf einen geilen Stream, Helgsteak for the win. Mr. Tim Bürger, Bussi aufs Nussi, welcome to the squad, danke für die Mitgliedschaft. Was liegt da? Da liegt der Baumstamm. Was ist das? Holzstamm. Nehmen wir mal in die Hand, damit nichts passiert. So, servus, ich bin der Chamäleon mit dem Baumstumpf, Alter. Kann man mit dem zuhauen. Das war aber eigentlich geil. Oh ja, da wollte ein paar Lager einbauen. Ja, hab ich schon gesehen. Alter. Legen wir lieber wieder hin. Oder kann man da einen Zaun bauen? Da, Zaun. Sagt er. Basis. Was Basis? Deine Mutter ist eine Basis. Ah, jetzt werden wir einen Hammer brauchen, dann kannst du einen Zaun hinbauen. Das ist ein unvollständiges Lager. Und einen Helch habe ich auch gehört. Irgendwo da oben. Sollen wir nur mal einen Helch herschießen? Sagt ihr? Sollen wir das, ich glaube, wir sollten das da mal verstecken. Die Frage ist halt, wohin? Ich möchte wetten, ich weiß genau, wo ich es eben hin tue, wo ich es nie wieder finde. Nie wieder finde das da. Garantiert. Na, das glitscht mir jetzt da so in den Highballen ein. Platzieren. Platzieren. Wieso geht das nicht? Muss grün sein wahrscheinlich. Wieso geht das nicht? Ah, findet er nie wieder. Ah, das ist die Chamäleon-Kiste, die verschwimmt mit der Umgebung. So. Scheiß auf die Kisten, Alter, die braucht keine Sau. Ich muss noch mal schauen, wo wir sind. Sind wir jetzt da? Ah ja, ich sehe schon, wo wir sind. Wir sind jetzt wahrscheinlich da, oder? Und jetzt gehen wir mal in Richtung Norden, schauen wir uns die 2 Gebäude noch und den Jägerstand. Ah, schauen wir uns mal den Jägerstand an. Und dann werden wir sowieso wieder den Fluss da entlang nach Süden laufen müssen, bis wir unser Fischreisen jemals wiederfinden. Wird nicht ganz einfach. Soll man einen Hechter schießen? Hechter schießen, ja oder nein? Ja. Flugbisser hat gesagt, ja. Sagt der Rest, Löwenzeb, nimm den Schlagring mit. Nein, brauchen wir nicht. Braucht bloß unnötig Gewicht.
Nein, ja, ich lese definitiv mehr Ja und Freilese als Nein. Aber dann müssen wir auf die Jagd gehen, das hilft uns nicht. Sollen wir vielleicht mit dem Colt da schießen? Der zumindest irgendeinen Sinn hat. Schauen wir da. Da unten ist der See, haben wir in der Richtung. Muss bloß ein bisschen schauen, wo die Teufel sind. Ich hab ihn genau schreien gehört. Und ihr habt's auch schreien gehört. Ich weiß genau, was es ist. Oh, da muss ich kurz schauen, was ist das? Ich darf so gerne mal, weißt schon. Also gerne mal. Ja, bist du? Alter. Da ist Schlager, Alter. Kinder, da ist Schlager, Alter. Ja, da müssen wir runtergucken. Da verrate ich mich jetzt ungern mit dem Schuss, falls da Spieler sind. Da ist Schlager, Alter. Da ist Schlager, Alter. Geh mal Lager, geh mal looten, Alter. Lieten und blieten. Ja, der Helg schreit von links, den können wir uns dann holen. Schall dem. Chill mal. Mal schauen. Also sehen tue ich nix. Ich glaube, dass das Lager auch schon. Was soll ich sagen? Mit Scharfschützen rein. Lager ist, glaube ich, auch schon aufgebrochen. Da ist auf alle Fälle unten off. Können wir ruhig einmal reinschauen. Wer weiß, was drin ist. Wer weiß, was da drin ist. Da schauen wir. Da schauen wir meine. Gehen wir Lagerstraße. Ja, das ist auch gar keine schlechte Position da nicht. Da kann man schon mal einen Fight austragen, wenn es pressiert. Oh, die Frage ist, ob wir die Zombies jetzt da schießen. Ich glaube, dass da keiner da ist, kann ich mir nicht vorstellen. Die haben ja da schon voll, die wollten da einen Zaun rundum bauen. Ja, die haben sich da richtig Mühe gegeben. Nichtsdestotrotz. Der war ein bisschen vorsichtig sein. Zombie hinten, Zombie vorne. Nein. Was man alles bauen kann, Jay, das habe ich gar nicht gewusst. Alter. Das ist stark. Das ist stark. Sag ich dir, wie es ist. Das ist stark. Das kann man so machen. Was die Kacke da unten soll, das weiß ich nicht. Aber kann man so machen. Ja, da das ist ein Wachturm. Kann man offensichtlich bauen. Machen wir da mal auf. Ah ja. Schauen. Hinten kommen wir rein. Mal hinten reinschauen. Deine Mom ist instabil! Muss ich kurz umschalten. Ich reconnecte. Hashtag Legon. Press F for Respect für den Chamäleon. So. Mitten im Lager. Einfach mal sauber auslocken. Warum nicht, Alter? Warum nicht? Komm mal. Aber ich glaube, da ist keiner da. Hier war das nicht mit dem Quacky, whatever. Naja. Schauen wir da mal rein. Oh, das Lager ist ja super abgesichert. Da kann man von Seiten reingehen. Nichts drin. Ist ja nichts drin. Ich weiß nicht, was haben denn das für komische Konstruktionen da? Was haben die Leute da wieder gemacht? Ich weiß es ja nicht, gell? Schade. Ja, auf alle Fälle krakeelt. Der Helch krakeelt massiv. Limsepp, instabile Ingrid. Merci dir. Alexa, merci für den 5 Abendrück, Bürger. Mein 20 Pulli ist okay, echt geiler Scheiß. Merci für den heute Stunde. Beste bohrische Streamer. Das freut mich sehr, Herr Alexa. Dankeschön. Bussi aufs Nussi. Viel Freude mit dem Teil. Mr. Rippel, die Depper, die neben mir fragt, ob die Verrückten aus dem Linzer Irrenhaus die mal auf ein Bivo einladen dürfen.
Selbst wenn du sagst, was ein Bifo ist, wahrscheinlich wieder Schande über mein Haupt, ich weiß nicht, was ein Bifo ist. Aber, so leid mir das tut, weißt du, wie viele Einladungen auf irgendwelche Heuben, Festel oder sonst irgendwas ich ungefähr am Tag krieg? Mittlerweile nicht mehr so schlimm, wie das mal war. Was heißt schlimm? Schlimm ist das nicht. Aber nicht mehr so oft, wie das mal war. Aber wie alle anderen auch. Nö. Also du darfst schon, aber nö. Aber merci für die Einladung. Also wenn ich mal anfange, dann komme ich aus der Sauferei nicht mehr raus. Was glänzt denn da oben so neongrün? Was war denn das jetzt da oben, was da so neongrün blitzt hat? Da rechts oben irgendwo bei meinem Cursor war irgendwo... Entweder war es ein Grafikfehler oder ein neongrüner Rucksack von irgendjemandem. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Wir gehen auf die Jagd. Wir jagen den Helch. Und nein, wir... Und das für komische... Ich schieb schon wieder anders die Paranoia. Was das für ein komischer, seltsamer... Buffer jetzt da? Keine Ahnung. Keine Ahnung, sag ich dir, was ist. Ich höre einen Hecht nicht mehr, also der Vogelaufer, aber was ist denn los mit dem? Ich weiß es auch nicht. Was ist der Vogelaufer? Ich weiß es jetzt auch nicht. Bevor wir da noch weiter reinlaufen in die Pampa. Ah, sie Pampa mit dem Kamel! Und da gibt's ja nichts. Gehen wir wieder zurück aus. Schauen wir in den Jägerstand und dann suchen wir unser Fischreisen. So schaut's aus. 20 Minuten hat's geheißen, dauert es in etwa, bis in der Fischreisen was landet. Und wenn noch nichts drin ist, was wir dann tun, dann gehen wir fischen, Alter. Dann gehen wir fischen, dann hören wir uns so. Dann bauen wir uns einen Garten. Das ist aber nicht. Das ist auch nicht Garten, Alter. Coole Halbe, habe die Ehre. Mehr als wieder eine 491. Gleich, jetzt reißt sich ein wenig zusammen und nicht der Reihe. Was ist denn da heute schon wieder los? Ist der Wohlstandausbruch, oder? Was ist denn eigentlich? Check the Ripple. Jetzt entscheidest du mich, dass du kein Bivo kennst. Bivo ist gleich Bier. Ja, weiß ich nicht. Wir normaler Leute sagen wir halt Bier. Ich weiß nicht, in welchen Ländereien, dass man da Bivo sagt. Keine Ahnung. Rippelsepp, merci dir. Oh, da ist Oma, pass auf, der muss ich noch schnell in den Kopf ballen. Oh, das war schnell ein Headshot. Sag's, was es ist, der war gezielt. Absolutes Pro-Gaming. Absolutes Pro-Gaming vom Feinsten her. Da könntest du ein Carport draus bauen. Mr. Niki, nein, du hast absolut recht. Das ist dein Carport, du weißt es bloß noch nicht. So. Jägerstandl ist da was oben. Oh, ein Fernglasel schon. Hi. Und, was ist das? Eine Jägerjacke. Hi. Jägerjacke. Sehr gut isoliert. Vielleicht sollte man die nehmen anstatt unsere. He? Die hat sogar 42 Platz. Und was hat unsere? Auch 42. Wie schaut denn die aus? Let me check. Ist schon geil. Aber das Fest, die hat schon Style, gell? Sagt ihr Jägerjacken, oder? Die ist abgenutzt. Ja, das ist aber unser... Oh, unser Jacken ist makellos. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ja, dann schmeißt du es wieder weg. Aber das Fernglasel nehmen wir mit. Frag mich bitte nicht warum. Wir haben einen Sniper, also nehmen wir es doch nicht mit. Lass wir es lieber liegen. Du, die lasst mal lieber liegen. Deren sie sich nicht runter, die lasst mal liegen. So. Gehen wir wieder. Da hinten ist die Brücke und der laufen wir jetzt nach, bis wir unser Dings finden. Dabei kommen wir ein bisschen im... Ne, da ist Sumpf. Sumpfi Max Sumpf und da hinten unter der Brücke müsste der Fluss entlang gehen. Währenddessen können wir unsere Hosen anschauen, die schaut man nämlich ziemlich damaged an. Ja, Fellrucksack ist beschädigt und feucht. Hose ist auch beschädigt, die können wir richten. So, dann haben wir das da, dann müssen wir kombinieren. Anwand zu groß, was hätte ich denn da jetzt da, wenn ich einfach drauf drücke? Hosen müssen wir flicken. Hosen. Wir haben krank! Ah! Wieso haben wir krank? Weil es kalt ist wahrscheinlich. Muss ich gleich Multivitamin-Tabletten tun wir auf Face, Alter. Easy. Ja, und andere Tabletten haben wir auch noch. Was haben wir da? Codein-Tabletten. Schmerztabletten für schwache, mittelstarke Schmerzen. Brauchen wir nicht. Was haben wir da hergestellt? Gepresste Aktivkohle, als was? Absorbenz bei Vergiftungen und Überdosen. Ja, ja damit. Das habe ich halt auch noch nie geschaut. Gib ihm. Hopp. Rein ins Fressbrett. Easy, Alter. Easy. Haben wir gut benannt. Du, da feiß ich nix. Was wir aber währenddessen noch machen können, ist unseren Stecker herschneiden und ein Gatt bauen. Haben wir mit das Seil noch? Nicht wirklich, gell? Fuck, wo kriegen wir jetzt eine Seile? Dann können wir kein Gatt bauen. Können wir nicht fischen, hilft nicht. Dann müssen wir so neu. Du, da müssen wir so neu.
Hilft nicht. Hilft nicht. Es gilt nur eine Medizin gleichzeitig, nicht alles nehmen. Pfui hilft Pfui, heißt es bei uns. Kohletabletten helfen beim Flotto-Otto. Einfach eine ins Maul. Und der mal, schmeißt man noch mehr Multivitamin hinten rein, wenn immer noch eine gut. Damit nichts passiert. So, jetzt den Fluss entlang. Ich glaube, weil uns relativ kalt ist und weil unser Gewand feucht ist. Aber ich glaube, feucht kann man es nicht ausbringen, sondern nur nass. Was soll das? Gut. Kannst du die Steam-Komprimierung ein wenig zurückstellen? Man steigt, man sieht teilweise nur ein kleiner Batz. Nein, das kann ich leider nicht. Das liegt an YouTube und Twitch. Ich weiß, der Videocodec macht da nur Matsche draus, weil alles gleich ausschaut. Das ist halt so. Wenn ich da jetzt in das helle Ding reinschaue, da wo wenigstens ein bisschen Kontrast vorhanden ist, dann sagt man irgendwas. Ich weiß genau, was ihr meint. Deswegen wundert mich sowieso jedes Mal, warum da bei der IC so viel Leute zuschauen, wenn das Beutel so beschissen ist. Das kann ich leider nicht ändern. I'm sorry. Liegt auch nicht an mir oder sonst wem, das liegt einfach Spiel- und Videocodec. Twitch ist das Bild besser wie YouTube. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, im VOD ist YouTube morgen besser, ja, wenn das Video durchgerendert ist und fertig ist und hochgeladen ist. aber im Livestream kann es gut sein, dass Twitch die Nase vorn hat. Kann sein. Twitch sehe ich alles gut. Ja, dann passt es eh. Ist nur im Wald so Arsch. Ja, denke ich mir schon. Wenn wir mir durch den Wald laufen, dann ist es komplett im Arsch. Wenn ich da her schaue, vielleicht mit ein bisschen Flussi so und Straßen so, dann geht's schon. Aber wenn nur Bladel da sind, ist Arschlecken. So, die Frage ist jetzt, wo ist unser abgefuckte Reisen? Findet man die jemals wieder? Ich glaube, ich hab's schon gefunden. Ich hab die Reise gefunden. Bin ich umgesprungen, like ein Boss. Fischreise. Echt. Sagt man da schon, was drin ist oder nicht? Sagt man das schon, ob da was drin ist? Das ist hell, weil Tag ist. Oder sagt man das von da aus, wenn ein Fisch drin ist, oder muss ich den nehmen? Oder wie läuft das? Müssen wir schnell in den Chat einschreiben, bitte. Dann sagen die, weiß ich nicht. PH Mac 1, merci dir. 10 ist zu viel. Servus Burger, hab gehört, dass dicht ist im September bei dir in der Nattauer Festel sehen. Ich glaube, ich komm vorbei. Nebenbei Chris aus dem Wittelsbacher Land. Hashtag geiler Wichser. Ich muss jetzt leider Gottes enttäuschen, aber es ist mir scheißegal, wo die dicht ist bei Ihnen. Also ich werde wahrscheinlich eine Festel genauso absagen wie alle anderen auch, vermutlich. Das ist was, das verkunde ich selbst nicht einmal einer, dass er eine Dinge, auch wenn ich es nicht mag, dass sie eine Festivals und Konzerte verschieben müssen. Aber so wirklich Mitleid habe ich jetzt auch keins, muss ich sagen. Sie mit mir wahrscheinlich auch nicht, aber who cares? Hauptsache, dein Gefries ist scharf, das ist richtig. Ich glaube, das siehst dann, wenn was drin ist. Okay. Alex, der Birger, schau deinen Stream morgen erst an. Heute geht's nicht so gut. Viel Spaß wünsche ich dir. Alex, den wünsche ich dir morgen auch. Lass dich vom Zukunfts- und Vergangenheitsbürger gleichzeitig aufs Nüsschen. Nüssli-Küssli. Nüssli? Küssli? So, was haben wir jetzt dabei? Ich weiß auch nicht. Wir kommen nur ein Seil machen, dass wir unser Gatt bauen. Eine Lione, Alter. Ich mehr jetzt einen grauen Lione. Bringen wir mal was. So schaut's aus. Viel wichtiger. Klebeband plus Wasserflasche ist gleich Schalldämpfer. Ja, das weiß ich tatsächlich sogar. Brauchen wir aber nicht. Geschissen auf den Schalldämpfer, die sollen ruhig hören, wo wir herkommen. Die Jägerjacke zerschneiden, Stofffetzen. Ah ja, okay. 2x6er Stofffetzen geben Seil. Nice to know, Kinder. So, erstmal Plastikflaschen ausgesäufert. Dann gehen wir wieder zurück aus. Das hilft sowieso nicht. Dann gehen wir den Weg wieder zurück, holen wir uns die Jägerjacken, die zerschneiden wir und dann machen wir Stofffetzen. Haben wir woanders noch Kleidungsstücke gefunden, irgendwie, irgendwo. Birger, wann malst du denn eigentlich mal wieder? Selten so gelacht. Das ist eine gute Frage, da habe ich heute erst drüber nachgedacht. Weil ich lustigerweise heute jemanden, einen anderen Comedian, kann man das so sagen, ich weiß es nicht, gesehen habe, der ebenfalls sich mit dem Bob Ross darüber lustig macht und ich mir die Frage gestellt habe und schmunzeln habe müssen, ob er denn da wohl selbst drauf gekommen ist. Vor allem im Zusammenhang mit veganer Schnitzel oder Vegetarier-Schnitzel. Na, ganz dubios, wie das wieder hergegangen ist schon ganz depper der Zufall. Aber was weiß ich schon. Die meisten werden jetzt gerade nicht verstehen, von wo sie überhaupt reden, aber ein paar schon. Du machst aus Gedärmen Seile, zum Beispiel von Zombies. Zieh die Jägerjacke an und zerschneid deine. Die Jägerjacke ist trocken und besser isoliert. Ja, aber sie ist auch beschädigt. Aber du hast schon nicht ganz unrecht. Scheiß drauf, die jetzt makellos oder
ein bisschen angeflattert ist. Ist eigentlich nicht so tragisch, gell? Nein, durch den Sumpf laufen wir nicht. Durch den Sumpf laufen wir nicht. Ist schon spät. müssen wir noch mit zurücksteppen. Das hilft uns alles nicht. Vielleicht hören wir einen Hecht nochmal. Da gar nicht schon. Da warten Gedärme drin. Da kann man auch ein Seil draus machen. Mr. Mac! Was hast du gegen dicht ist? Ich fall aus euren Wolken. Spaß, bist der Beste, eure Liebe geht an ihn aus. Du, da haben wir schon oft drüber geredet. Die Dichtis sagen zu mir, ich darf nicht einer Vorband sein, weil meine Musik zu lokalpatriotisch ist. 5 Minuten später schreiben sie ein Lied namens Wandertag. Verstehst du, was ich hinaus möchte? Ich glaube schon. Und wenn man komplett vergisst, wo man herkommt und man kommt auf einmal aus L.A., aus der Bronx oder aus dem, was weiß ich, aus was für einer Metropole, und man hat ein bisschen vergessen, dass man aus fucking Otterheng kommt, dann kann ich nur einen Kopf beilen und die 2 Hamperer leider Gottes nicht ernst nehmen. Entschuldigung. Egal, ob, tut jetzt nichts zur Sache, ob einer Musik schlecht oder nicht schlecht ist. Musik ist Geschmackssache. Gibt weit größere Scheiße und ich sage auch nicht, dass meine Musik super viel besser ist. Das tut überhaupt nichts zur Sache. Aber, ja. So, jetzt nehmen wir erst einmal unser Jackerl. Nochmal das erste. Jetzt her schon wieder ein Hecht! Der verdammte Hecht! Schau jetzt hier. So. Jacke nähen. Los geht's. Warum geht es nicht? Du musst die kombinieren. Ja? Kombinieren, Alter. Komm mal, wieso geht das nicht? Brauche ich da ein Leder-Dingset oder Klebebandel oder was? Na? Wieso geht das nicht? Geht das doch nicht, oder was? Besser als abgenutzt geht nicht. Scheiße, stimmt, da war was. Ja, stimmt, da war was. Da war was. Na gut, dann ziehen wir die Jacken wieder gefälligst an. Wir nehmen das in die Hand und zerschnipseln es. Wo ist unser Messer? Messer her. Wo ist denn das Messer? Wieso ist denn das eigentlich nicht da, wo es hingehört? Das gehört in den Gürtel ein. Kinder, das gehört in den Gürtel ein. Da ist eins drin im Gürtel. Na gut. Kombinieren. Kombinieren? Wieso geht jetzt das wieder nicht? Verstehe ich nicht. Hä? Wieso geht das nicht? Wieso steckt er das jetzt da rein? Du sollst es zerschneiden, oder? Warum geht das nicht? Hirschi! Bürgerarbeit, Ehre und grüß Gott! Hast du eigentlich ein Tattoo? Ja, habe ich und ich bereue es. Das ist ein schwerbehindertes Tribal da über die ganze Seite aber. Schwer behindert. Jugendsünden. Jede Jacken am Bogen, Messer in der Hand, okay? Das ist doch aber schon mal anders gegangen, oder? Mit Kampf. Nein. Kann ich nichts machen. Kann ich nichts machen. Das ist doch schon mal anders gegangen. Das gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Brudi, gibt's nicht. Wo ist das Messer wieder hin? Ich verschmeiß alle meine Messer. Liegt jetzt das Messer da am Boden umeinander oder was? Ah. Messer in die Hand und die Jacken draufziehen. Nein, geht auch nicht. Das geht nicht, Kinder. Geht nicht. Warte mal, was da los ist. Kombinieren. Ich verstehe nicht! Dann kann man diese Militärjacken offensichtlich nicht schneiden. Ja, das ist halt auch kacke, gell? Na gut. Dann ist es, was es ist. Wo ist das andere Messer wieder hin? Da ist das andere Messer. Da ist das dann wieder in den Gürtel zurück. Meine Güte. Meine Herren, meine Güte. So, ja gut, das hat uns einen Scheißdreck gebracht. Das hat uns offensichtlich einen Scheißdreck gebracht. Jetzt tust du mir noch ein Helgsteak her. Jetzt wären halt Helgsteaks auch schon wieder wenig, gell? Jetzt müssen wir den Helg fast jagen. Tun wir da eins raus. Gehen wir jetzt alle da raus. Wenn wir nicht so lange da umeinander pfriemeln müssen jetzt mal. Und dass wir uns auskennen, was los ist. So. Topf. Wohin mit dem Topf? Passt schon. So, kann jetzt der Helch nochmal schreien. Da oben da oben. Alter, bin ich jetzt der Kimmer. Ich das so gern. Oh. War fast ein bisschen beim Kacken. Wohin mit den Depf? Bajonett ist für die Waffe. Ja, weiß ich schon. Also, vielleicht probieren wir es mit dem anderen Messer noch. Ja, aber das Messer muss ja auch zum Zerschneiden.
da sein. Warte mal, nehmen wir nochmal das Messer her. Naschen. Nein. This doesn't work. Wo hat denn jetzt die Jacken hin, da? Ich bin narrisch mit dem Spei! Jetzt hat er die Jacken eingeschoben und ich weiß nicht wohin. Ja, in den Kochtopf steckt das ein, du Trottel. Müssen es auskochen. Kochbattle. Wo ist jetzt der Kochtopf wieder? Ich bin komplett narrisch. Ich bin narrisch. Kochtopf weg. Warum ist jetzt da die Granaten? Ich bin narrisch. Messer ist wieder nicht im Gürtel drin. Ich bin narrisch mit dem Inventar. Kriminalfeier. Hümi Hackot, Sackelzement. 15 Mal im Pfotzen geschissen. So, jetzt kombinieren. Nein, man kann die Jacken aber nicht zerschneiden. Leck mich. Wir gehen jetzt auf Helchjagd. Ich darf von der Base wegbleiben. Die waren wir ja schon drin. Da waren wir ja schon drin. Da ist ja nichts mehr drin. Die ist ja schon geplündert. Wird schon ein wenig... Was? Wird schon ein wenig super geben. Mit der Granaten kann man die Base-Mauern sprengen. Ja, aber zum Hosen, man kann ja einfach reinspazieren. Jetzt suchen wir einen Helch. Da vorne ist ein Zombie-Sepp. Den hab ich gesehen. Wie viele Schuss hab ich noch drin? 2. Hey, Zombie-Sepp. Oh, da haben 2 Zombie-Seppen. Hast schon nicht drin im Dates. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist alles voll Zombies. Brudi, zeig Scheide. Was? So, jetzt müssen wir jetzt Magazin nachladen, ja? Der komische Baum. Knagert's mich schon wieder an. Nachladen. Ich glaube, bloß ein bisschen da oben, weil da unten ist schon wieder Zombie so halbschaurig triggert. Ich suche mir jetzt den Helch und wenn es das letzte ist, was ich tue. Fucking Helch, da gehst her. Und ich werde da mit meinem Scharfschützengewehr aus der Entfernung ins Gesicht schießen, damit das klar ist. Ob man nicht das Zeroing, das da, an die Kenner jetzt, ich erkläre nachher, wenn wir mal einen Schuss abgeben, was das ist, ob man nicht mit Bild auf und Bild ab das umstellen können? 200 Meter, 300, 400, 500 Meter Zeroing einstellen können? Ist eigentlich mit Bild auf und Bild abgegangen, da tut sich gar nichts. Geht nicht. So, Helch. Helch, where are you? I need you. I need you, Helch Steaks. Hello. Hello, Mr. Helch. Das ist der internationale Lockruf. Machen wir da irgendeinen Helch. Wo ist der Helch? Ich hab ihn noch schreien gehört in die Richtung. Und ich hab's Headset richtig auf. Jetzt sag ich nicht obi. Müssen wir noch weiter in den Wald hinein. Trifft uns alles nichts. Wir haben eh noch Zeit. Wir brauchen die Fischreise, haben wir alle Zeit der Welt. Wir brauchen mehr Helchsteaks. Ohne Helchsteaks macht's Leben keinen Spaß. Du musst zielen zum Zeroen. Tatsächlich. Tatsächlich, schau hin. Wer war das? Der Macromancer. Guter Mann. Mann mit Ahnung. Wahrscheinlich hat es vorher auch schon jemand anderen geschrieben. Dankeschön. Vielen Dank. Manninger! Helch! Hashtag Helch, ab in den Chat. Wenn ihr mitmacht, schlägt dann Helch. Ein Helch sei Willi. Wahrscheinlich ist kein Helch, sondern ein Bär. Und der hat uns bloß gebaitet. Jetzt habt ihr wahrscheinlich wieder Kack-Grafik, weil alles gleich ausschaut. I'm sorry. Ich kann ja so mal laut, der ist immer weiter weg, Alter. Das ist ja meilenweit weg. Das ist ja voll Kacke. Ja, ich höre ihn immer noch, der ist immer weiter weg. Sag mal, der lauft der weg von mir, oder was? Ich sehe ihn ja nicht einmal. Da müsste den doch jetzt eigentlich irgendwo sehen, das gibt's ja nicht. Aha! So ist das also. Du musst doch da direkt vor mir stehen, das gibt's ja nicht. Kann ich nicht sehen! Da oben ist ein Zaun. Scheiße mal ganz kurz auf den Helch.
Ah, so, ja, okay. Komm schon, tu dich nicht rein. Was ist dein im Popo? Ich möchte jetzt den Hirsch haben. Dann brutzelt man. Schlägerei! Weiß ich nicht, Mr. Helchwutz. Alter, der ist voll weit weg für das, dass man den da... Na, wie viel hat's denn? Jetzt hat's jetzt zu 15, oder was? Da ist er. Maul, du Klappspaten! So, jetzt ganz furchtbar schnell schlachten und Abflug. Ja, mitten auf der offenen Straße. Das wäre ganz super. Und dann in die Richtung. Und dann in die Richtung. Eine in den Wald, mir kocht man auf und ab in die Richtung, wo die Schuhe herkommen. Sniper repetieren. Okay, ja, da hast du nicht ganz unrecht. Okay, wir nehmen einmal Gedärm mit. Einmal. Auf Zeiten. Ja, das Gedärm braucht man nicht. Scheiß aufs Gedärm. Das muss jetzt schnell gehen, weil ich dann nicht auf der offenen Straße umeinander hocken möchte. Vor allem, wenn wir gerade. Da unten schießen sie mir an wie die Behinderten. Und da mischen wir uns jetzt ein. So schaut es nämlich aus. Aber ich brauche vorher noch Helchsteaks. Müssen wir auch nicht alle mitnehmen, sondern alle bloß die wirklich großen. Und ja, eins nehmen wir noch mit. Das Folie nehmen wir noch mit. Passt. So, Apfel. Oh, brauchen wir Fett? Brauchen wir Fett? Ja, wir brauchen das Fett. Scheiße. Das heißt, Hirschen, Fettbatzen. 1, 2, 3, 4. Ja, können wir so machen. So machen, dann können wir sowieso alle mitnehmen. Warum genau liegt jetzt da eigentlich ein Magazin? Warum liegt jetzt da ein Magazin? Ist wieder hier. Hol mich verzogen, quasi. Möcht's sagen. Hol mich verzogen, möcht's sagen. Dann gehen wir wieder da hin und Abflug. Da, weg von der Straße. Grob in diese Richtung. Wir merken uns. Grob nicht zuhauen. Im Südwesten ist geschossen worden. Kurz einmal da reingehen. Map. Wo sind wir? Wo genau sind wir? Wir sind da, dann sind wir da oben. Dann sind wir zum Helch, glaube ich, in die Richtung da auf. Bis. Eigentlich bis zu der Straße da. Oder sind wir da auf? Sind wir da auf? Scheiße, wo sind wir da jetzt hin? Kann sich nicht einschätzen. Ja, da irgendwo. Da war der Feldweg. Der Feldweg irgendwo und irgendwo, glaube da am Feldweg haben wir den Helch erschossen. Oder mitten im Wald da irgendwo. Und im Südwesten, also da herunten irgendwo ist geschossen worden. Sind wir über die gelbe Straße drüber gelaufen, dann war es irgendwo auf der Seite da. Aber was daten denn die da irgendwo mitten im Wald umeinander schießen? Da ist doch nichts. Naja, gut. Jetzt gehen wir mal wieder zurück aus. Grob. Vielleicht schießen sie ja nochmal. Wobei sie das schon noch einen ziemlich harten Fight da gehört hat, ne? Nein, diese Steuerung! Scheiß Behinderung! Ist nur genauso behindert wie vor einem Jahr. Ich drück gar wieder irgendwo drauf und er macht 100 Sachen. Einfach mehr einluren.
Nur mit zurück aus, Kinder. Nur mit zurück aus. Ich meine, es könnten natürlich auch die Typen von dem Lager da gewesen sein, aber die Frage ist halt, was die sind im scheiß Lager? Das ist total ausgerannt und total kaputt gemacht, oder? Das war der AC-Stream ohne Map vergessen, Alter. Geht einmal gar nicht. Das ist da unten die Straße. So, jetzt haben wir wieder Lost. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir haben. Help! I need somebody! Help! Was ist da unten? Da habe ich was sehr spät. Ist das der Bauernhof, wo wir waren? Nein, ist er nicht. Guter Typ übrigens, das Square repetieren. Guter Punkt. Sicher wie das Amen in der Kirche, dass das Baitschüsse sind. Ja, es ist schon sehr naheliegend, dass wieder irgendjemand auf dem Server nachläuft und in meiner Natten ist und halt schießt, um zu hören, wie weit dass er in der Natten ist oder sowas. Ist natürlich auch möglich, ja. Baitschüsse, Achtung, 5 Noob-Minuten. Haben mit Sicherheit ein paar Leute dabei, die nicht wissen, was ich meine mit Baitschüssen. Regel, oder was heißt Regel? Weisheit der 5 Noob-Minuten des Tages. Ein Bait ist direkt übersetzt ein Köder. Das heißt, genauso wie wir mir jetzt auch gerade reagiert haben. Ja? Du hörst irgendwo Schuss, da haben Leute, da wird geschossen, da renne ich hin. Verstehst? Und dann kommt der Froschtyp aus Star Wars und meistens lernt man das the hard way, der dann am Schluss sagt so, it's a trap. Und dann wirst du dann von 5 Leuten gefickt. Die bloß warten, dass irgendwo halt Leute herkommen. So, die Frage ist jetzt halt, schauen wir uns eine Fischreise an. So schaut's aus. Gehen wir da mal ins Wald alleine und neben der Fischreisen ist die Frage, was wir dann mit dem Fisch tun. Wir haben eine Fake nur. Zum Essen. Eigentlich sollte man freilassen. Auf dem Weg gibt es mir zum Beispiel so Helgsteak, das haben wir uns rein, dass wir immer schön vollgestopft sind. Da reindreschen. Dann schauen wir unsere Reisen an und dann bewegen wir uns in Richtung Militärfield. Wir haben schon wieder keinen Meter nicht gemacht. Keinen Meter, wir haben eine Base gefunden, wir haben einen Dreisen aufgestellt, wir haben einen Hecht erschossen. Haben wir im sauber im Pfotzen geschossen, mit nichts passiert. Und jetzt geht's weiter. Da wir so viel zum Essen haben, können wir eh umeinander sprinten wie die Idioten. Scheiß der Hund drauf. Ich trau der Richtung da nicht. Ich sag, dass wir so ein bisschen Open Field laufen, ist vielleicht auch nicht das Schlauste. Laufen wir da, tust mit dem 16 aus. Ich rechne mit einem Besuch von fremden Personen in kürzerer Zeit. Sag ich dir, wie es ist. Und irgendwie so an so Gleisen aufhalten und so ist auch nicht irgendwie so schlau, muss ich sagen. Kann auch sein, dass der gegen 100.000 Zombies kämpft. Ja, natürlich, kann auch sein. Aber normalerweise ist man doch nicht so blöd und schießt dann mit seiner super lauten Todes... was auch immer das war, umeinander. Wo ist denn jetzt eigentlich... Wo ist denn jetzt... Da vorne? Nix. Wo ist denn jetzt eigentlich das Flüsschen hingekommen? Kann man das irgendetwas sagen? Wo ist das Flüsschen? Flüsschen! Machen wir nochmal zurück aus. Map! Map! Das geht hinter der Brücke. Geht das weiter. Okay, bin ich schon steht. Brücke ist da vorne. Da muss da vorne das Flüsschen kommen. Und da muss irgendwo unsere Reisen drin sein. Hoppala, Map! Das war jetzt Absicht. Da vorne müsste eigentlich unser Flüsschen kommen. Wo ist Flüsschen? Flüsschen wo? Flüsschen wo? Flüsschen wo? Bin jetzt komplett behindert. Da unten geht doch der Fluss entlang! Ja? Dann geht er da weiter, dann geht er da hinten. Da waren wir gerade. Da ist kein Fluss mehr. Wo? Sag mal. Da ist der Bauernhof. Und zwischen die 2 Gleise geht der scheiß Fluss runter. Wir haben ja zwischen die 2 Gleise.
Bin doch jetzt da gerade. Ich bin doch da oben jetzt gerade über Gleise gelaufen. Ich bin doch nicht behindert. Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich einfach nicht. Ich bin einfach nicht übers Gleis gelaufen, sondern ich bin da nebenher gelaufen und wieder rechts abgehauen. Ja, Gratulation, Bürger. Lost as fuck. You are Lee lost, Alter. Lee lost. Da müssen wir umgehen, da muss da unten das Flüsschen sein. Ja, mein Gott, Bürger, du bist da sehr eine Hand da, dass es spät ist. So, ich hoffe jetzt wenigstens die Richtung stimmt einigermaßen. In der Richtung muss unsere Reise irgendwo sein. So, und dann ist die Frage, was wir deren? Richtung Airfield oder Richtung Military Base im Norden? Ihr entscheidt's. Airfield oder Norden? Mr. Klick, was ist mit einer los? 25 sind 2 und du weißt es. Servus Bürger, jetzt habe ich mir spontan doch, jetzt gebe ich auch mal was her. Chris aus Österreich. Woher sonst, Alter? Goldene Raumen kommen bloß noch aus Österreich. Weiß ich nicht, was da los ist. Bussi aufs Nussi, dankeschön. Hätte nicht sein müssen und du weißt es. Danke von ganzem Herzen drin, Alter. Da ist unser Fischreisen, da wenn jetzt nichts drin ist, dann bin ich lästig. 25 sind 2 und du weißt das. Auch als Österreicher von Welt. Da ist immer noch nichts drin. Das ist ja voll der Beschiss, Alter. Fischreise. Schieb dir deine Fischreise in deinen fetten Arsch. Ja, was? Fischreise. Fischreise? Kann ich jetzt nicht mehr nehmen, auch, oder was? Doch, kann ich. Da, was? Trinken. Nein, nichts trinken. Fischreise. Jetzt bin ich ja wieder nass. Meine Güte, ist das behindert. Dreck! Der ganze Scheiß so, hau ab, ich mag nicht mehr. TC Military Base. Norden, 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 da wo Action ist. Norden und dann TC. Ich mein TC mit Norden. Gehen wir mal schnell nochmal auf die Map schauen. Achtung. So, wir sind jetzt da. Wir gehen mal die Gleise entlang nach Norden. Was ist ein TC? Ist das... Ja genau, das ist TC. Das meine ich mit Norden. Oh, ob wir da... Wie spät ist es überhaupt? Es ist schon wieder 8:45. Möchtest du mich verarschen? Ja gut, dann machen wir uns jetzt auf schnellsten Weg. Jetzt kochen wir die Helgsteaks und voll Sprint da auf. Ja. Das ist ein Deal. Wo sind wir? Wavilovo da herunten, Gleise entlang, bis die Straße kommt und dann auf den Hügel und dann da rein. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Jetzt kocht man den anderen Deppen auf. Wahrscheinlich räumt die Reuse dauernd dann aus. Wahrscheinlich, ja. Ja. Darf mich nicht wundern. So, stellen wir hin. Ja. Nicht nehmen, aktivieren. So. Passt. Außerdem müssen wir uns ein bisschen aufwärmen. Ein bisschen aufwärmen schaut nicht. So, währenddessen können wir mal schauen. Jagerjacken abgenutzt. Jagdweste beschädigt. Die können wir dabei einmal nehmen. Tust du mal hier das drum und dann tun wir es mal nähen. Ah, der Flicker. Sauber Flicker. Schaut gut aus. Doppelklick ist gleich direkt Drop in Inventar. Das weiß ich. Herzlichen Dank. Zeigen wir wieder an. Schaut gut aus. Den Rest können wir nicht richten. Unseren Fellrucksack können wir... Ah, da will man wahrscheinlich brauchen wir ein Lederpflegeset. Das Einzige, was mir am Doppelklick nicht gefällt, ist, dass das ganze Zeug dann in den nächstbesten Platz eingeht und nicht da hin, wo es hin soll. Warum haben wir warum ist da eine Batterie drin? Ach, die ist am Walkie-Talkie drum. Warum haben wir da noch eine Batterie? Weißt drauf, schmeiß die Batterie weg. Was möchtest du damit? So, aufpassen, wann der Helg fertig wird. Vielleicht da auch mal ein bisschen rundum schauen. Nicht, dass wir wieder von irgendjemandem gefunden werden und dann schießt er uns einfach, währenddessen wir uns da nicht bewegen, in den Kopf rein. So. Helgsteak schaut gut aus. Sind die Fische im Wasser? Weiß ich nicht. Oh. Hammer. Dann der wir... Nein, nicht in die Hand nehmen. Wildbret. Das ist auch Wildbret. Scheiße, wir haben nicht nur Fett, dass wir alle rausbrauen. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Müssen wir es Röhre fressen. Mann. Aber nicht so gaudi da. Oder? Schmeißen wir die da gleich mit einem Bohnen hin. Fürchte, die brauchen wir nicht mehr. Ein paar müssen wir wahrscheinlich da lassen. Das wird nicht helfen, weil es fett weg ist. Den scheiß Revolver, weißt du was? Scheiß auf den behinderten Revolver, den wirf ich jetzt da hier und drauf geschissen. Vollgas drauf geschissen, ganz ehrlich. Braucht keine alte Sau, braucht den Mist. Machen wir so. Helgsteak, ja, dann haben wir ganze Taschen bloß voller Helgsteaks. So schaut's aus. So mache ich das. Ja, brauchen wir bloß eine Klange außerfuhren. Der gute Shitty. Und dessen lassen wir das einmal noch. Passt. So, und jetzt verbrennen die anderen wahrscheinlich, oder?
Das ist natürlich Kacke. Ich fürchte, die verbrennen. Hilft uns dann ja sowieso nicht. Wasser rein. Okay, warte mal. Was ist, wenn ich den Topf eigentlich in der Hand halte? Mal Wasser rein. Trinken, halten, auffüllen. Nehmen wir Wasser rein. Probieren wir aus. Haben wir auch noch nicht gemacht. Ich finde allerdings interessant, wie er den 100 Grad heißen Kochtopf in der Hand hält. Kochtopf. Stellen wir den wieder drauf. Haben wir es jetzt halt Wildbret feucht gekocht. Ist das im gekochten Zustand schon fertig? Kann ich nicht beurteilen. Weiß ich nicht. Gehen wir jetzt da einfach dazu. Und Kochtopf, der wir dann wieder da in die Jagdwesten rein. Da wird uns dann schön warm. Hast Handschuhe an? Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Ich finde es interessant, wie er einfach eiskalt den 100 Grad heißen Kochtopf in der Hand hast. Ist das mit gekocht schon fertig oder kann man das überkochen? Ich habe keine Ahnung. Leute, wen habe ich schon wieder übersehen? So, ich tue jetzt auch weiter. Schauen wir den Rest morgen weiter. Oh, dann bis Mittwoch her. Birgersen. Mr. Harsteh, merci fürs Vorbeischauen, habe die Ehre. Herr Meininger, die habe ich nicht übersehen. Jan Müller, Birger, du musst mal Unturned ausprobieren. Das ist gratis und fast so wie der ist nur mit Minecraft-artigen Grafiken. Ja, dann bin ich schon raus. Voxel-Grafik habe ich keinen Bock mit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Auf Voxel-Grafik, da bin ich raus, Brudi. Da bin ich raus. So. Sauber gekochtes Hacksteak, das mag ich. Wir können eigentlich auch wieder ausschauen, oder? Ausschalten. Ich Trottel. Wird wahrscheinlich eins nach dem anderen ziemlich fix fertig da. Oh, werft mal dem nächsten her, ja? Der freut sich über. Okay, our time has come. Das schauen wir uns so. Gaskammer. Ausschalten. Nee. Irgendwas vergessen? Nö. Ja. So, ab geht's. Schauen wir mal. Waren auf alle Fälle zwei verschiedene Personen, da ist ziemlich viel geschossen worden. We will see. Revolver, Zigletten, den Revolver habe ich absichtlich weggeworfen, der braucht bloß Platz und nervt. Alter, da hat doch da einer ein Gatling dabei. Ja. Jetzt ist bloß die Frage, ich kann nicht ganz abschätzen, wie weit das weg war. Kann natürlich schon der Bauernhof da oben gewesen sein, gell? Ja, da müssen wir jetzt leise sein. Ja, nimmer sprinten. Ja, das kann schon da oben gewesen sein. Wir schauen mal genau Westen. Ja. Schauen wir genau Westen. Wo haben wir? Wawilowo, wir haben da hier unten, wir schauen mal genau da her. Was ist denn da noch? Da ist ja nix. Da ist nix. Die haben mitten da im scheiß Wald drin. Da ist nix dahinter. Ja, in die Richtung. Wahrscheinlich sterben wir sowieso bei der ersten Begegnung, ja, weil mit dieser Shooter-Steuerung einfach nicht klarkommen. Außer wir singen vielleicht als ersten, dann vielleicht nicht. Aber schauen wir mal. Gleichen wir jetzt einfach auf und fertig. Es kann halt auch wirklich ein Bait sein, ja. Es ist jetzt schon seltsam, dass da irgendwie so viel geschossen wird auf einmal. Hier ist wieder ein Helch, oder ist meilenweit weg. Also sehen durch nix. Und es ist, genau, das habe ich mir auch gerade gedacht, das ist immer die gleiche Waffen. Gefühlt, ja, also hundertprozentig sicher bin ich mir da jetzt nicht, aber es kann schon sein. Matthias! Der, wenn du am Airfield warst, dann habe ich die nicht bin noch dort. Du weißt doch gar nicht, auf was für einem Server das ich spiele.
Das war nicht eher viel, ich bin zu weit weg von mir. Alt gedrückt halten zum Umschauen, Spätzl. Weiß ich schon, muss aber nicht unbedingt. Muss nicht unbedingt sein, ich mag nur in die Richtung schauen, wo die Schuhe hergekommen sind. Ach du Kacke, da steht einfach mitten da ein Zombie. Aber gepflegt, wurscht. Na, natürlich können es Trolls sein, die genau wissen, wo ich bin und auf was für einem Server dass ich bin. Ich weiß sowieso nicht. Vielleicht kann man sogar nach Namen auf die Server irgendwie suchen. Ich weiß nicht. Sag das, was es ist. Ich lasse mich doch jetzt da eigentlich nicht. Das ist too obvious. Sag das, was es ist. Fucking too obvious. Und wir gehen jetzt halt Richtung Norden, Richtung Tizi. Wobei uns die natürlich verfolgen können. Ja, ist eh klar. Ist eh klar. Wir gehen jetzt mal einfach mal grob Richtung Norden, da finden wir dann schon was. Wir gehen mal in die Tizi-Burg. Militärhochburg. Da ist keine Sau. Ja, die Schuhe lösen sich aber halt nicht von selber aus. Natürlich ist da jemand. Aber es ist halt dahinter nix. Und ich sag das jetzt ganz ehrlich, wenn ich mich verfolgen darf per Stream-Sniping, vielleicht nicht mit dem Hintergedanken, dass ich die da schieße oder mich da schieße, sondern einfach nur verfolgen, um halt ein bisschen Teil davon zu sein, da ich mich auch irgendwo da oben in den Wald hocken und irgendwo umeinander schießen. Und mich trollen. Ja. Vielleicht nur Ködergranaten. Jetzt ist gleich vorbei mit dem Bürgerli. Ja, das kann gut sein, wenn die Stream-Sniper sind, hast du sowieso keine Scheiße nicht. Die legen sie irgendwo. Selbst die, wenn sie irgendwo da in den Stauen einlegen. Da beim unter den Baum einlegen. Die wissen genau, wo ich bin, da laufe ich einfach vorbei, das merkst du gar nicht. Hast du gar keine Scheiße nicht. Aber gut. Ab durch den Wald, Abflug. Und wir protokollieren halt wunderschön im Stream, wo wir mir hingehen, was wir deren. Die wissen halt permanent genau, wo wir sind, mit einer Zeitverzögerung von 30 Sekunden. Fertig. Aber sie haben offensichtlich nicht den Willen, mich zum Erschießen, weil sonst hätten sie mich schon lange erschossen. Nichts leichter als das, aber das ist halt auch ziemlich lame. Das ist ziemlich lame. Ja, straight Richtung Norden. Einfach straight durch den Void. Währenddessen können wir uns über irgendwas unterhalten. Vielleicht sollte ich mit Donations noch lesen. Ich habe schon wieder 5000 Leute übersehen, glaube ich. Ich habe, glaube ich, einen kleinen Waldweg gefunden. Hast du das? So, ich tue jetzt weiter schnell. Habe ich gelesen. Chrissy Glück habe ich auch gelesen. Merci dir nochmal, Mr. Pugel. Magazin! Das Magazin haben wir schon mit dabei, ja. Haben wir mit dabei, ja. Der Meininger mit dem Helch und der Herr Müllner. Birger, du musst mal anteil. Ja, die sagt, den glaube ich, habe ich so direkt übersehen, so ein bisschen. 20er ist 2. Bussi aufs Nussi. Bau jetzt einen scheiß Schalli. Wozu was denn? Für was brauche ich einen scheiß Schalldämpfer? Da kann ich einen Schuss damit ablegen. Mach halt 2 Minuten Blackscreen. Ja, aber dann erkläre ich meine, jetzt wissen alle, dass wir nach Tizi gehen. Spätestens, wenn ich noch in 10 Minuten wieder erkläre, wo ich bin, wissen sie wieder, wo ich bin. Da brauchen wir gar nicht anfangen. Es ist ziemlich schwierig zum Verstecken, dass man jemanden Stream sniped. Hier schon wieder ein Helch auf alle Fälle. Wir haben jetzt da über eine Straße drüber. Jetzt hocken wir uns da mal in den Stern rein. Map. Von wo aus sind wir gelaufen? Von da ungefähr grob. Dann sind wir da rauf. Dann muss das ja, eine von den Straßen da sein. Irgendwo da. Das ist relativ Open Field. Das heißt, ich glaube, wir haben ja schon viel weiter. Wir haben mitten im Wald und da ist die Straße. Wir haben da irgendwo. Muss fast sein. Da warten noch mal Jägerhütten, die kann man uns auch noch anschauen auf dem Weg nach oben. Und dann straight nach Norden in das Militärgebiet da. Norden. Brauchen wir gar nicht lange miteinander diskutieren jetzt. Und was wir jetzt ganz spontan mit denen? Jetzt drehen wir mal ganz furchtbar schnell um und schreiben wir und schauen wir auf die Straße aus, ob irgendjemand so blöd ist und crosst und läuft uns nach. Nö. So. Map war absichtlich jetzt offen. Oh, es duscht. Es duscht, Leute! Norden. Das war weiter da entlang. Los geht's. Absichtlich. Jetzt gerade war es absichtlich offen. Weil ich kurz umgedreht habe und habe auf die Straße nochmal geschaut. Wenn uns jemand verfolgt,
Müssen wir unberechenbare Chameleon-Moves einlegen. Was ist denn das da unten, Alter? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was ist das? Baumstumpf. Okay. Nochmal orientieren, Richtung Norden. Gnadenlos Richtung Norden, da dürfen wir jetzt gar nicht lange umeinander. Du hast doch gesagt, Map, sobald es aufgeht. Das stimmt allerdings auch wieder. Ah, immer die Map raus an. Oh, da unten ist er. Da unten. Ah, das sind die Jägerhütten, von denen ich geredet habe. Plus, da unten ist ein medizinisches Lager. Vielleicht finden wir da noch ein paar Verbände. Das war nicht schlecht, weil wir haben ja immer noch unsere Stofffetzen. Da schauen wir ganz fix durch. Aber ganz fix. Ah, da haben wir die leise Pistole raus. Die ist nachgeladen. Das passt auch. Zombie-Spawns. Doch, Zombie-Spawn da oben sehe ich einen. Das wird bei euch zu verschwommen sein, dass man was sieht. Oh shit. Oh shit. Ja, das ist exakt nach was ich gesucht habe. Oh, da war auch ABC-Hosen drin. Ah, für die haben wir jetzt natürlich keinen Platz. Für die haben wir keinen Platz. Und das, da war ein Gasmari, hä? ABC-Masken, Oh Mann, wir hätten alles, Alter. Wir hätten alles da, bloß keine Jacken nicht. Haben die vielleicht noch einen Loot dabei? Da haben wir jetzt doch einige. Also, das brauchen wir nicht. Haben wir da. Adrenalin-Injector, den nehmen wir mit. Oh, Schuss aus der Richtung. Das. Nein, nimm halt den scheiß behinderten Kompass, du Mann! Oh, Richtung Norden Schuss. Straight Richtung Norden Schüsse. Na gut, mehr ist da nicht drin, brauchen wir nicht. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht lang. Brauchen wir nicht lang die Dinger da durchsuchen. Die Jägerhütten. Da glaube ich ist nicht viel Interessantes drin, aus. Weg hier. Da liegt noch Loot. Das mag ich noch schnell anschauen. Was ist das? Oh, Militärkappe. Ja, können wir nicht brauchen. So, Leute, chillen. Jetzt wird's dann gleich serious. Was, mein Topf ist leer? Was für Topf? Ach, der Kochtopf? Ja, können wir gleich umschichten, aber ich muss jetzt zuerst mal weg. Oh, wir haben nicht mehr so viel Schuss, oder was? Wir haben keine 22er Munition mehr. Da habe ich eigentlich gemeint, wir haben viel mehr. Ah ja, da haben wir noch Kisten. Ha, muss ich mir sagen. Verpackte Munition ausleihen. Ah, liegt ein Papier am Boden. Drauf gekackt. Machen wir so. Munition legen wir da irgendwo hin. Gibst mir das Magazin. Laden wir noch. Jetzt muss alles ein bisschen koordiniert da ablaufen. Jetzt muss man ein wenig, was weiß ich. Ja? So, dann Pistolen raus. Nachladen. Kurzer Orientierungscheck. Straight Norden ist da Richtung den Berg. Kriegen wir hin. Nur die Ruhe. Da waren wir schon mal, oder? An der Bergbahn? Waren wir an der Bergbahn schon mal? Letztes Jahr? Kann mich nicht mehr erinnern. Oder war ich da mit meinen Kumpels, wie ich dazwischen einmal geschmerzt habe? Oh, was haben wir da? CR527, braucht keine Sau. Braucht alles keine alte Nudelalle. Was haben wir da? Cargohose. Kann man jetzt zerschneiden gehen, aber drauf geschissen. Jetzt müssen wir ein wenig vorsichtig sein, weil im Norden waren Schuss. Die waren zwar extrem weit weg, ich glaube, ihr habt es nicht gehört. War ganz extrem leise. Aber es kann schon die nächste Ortschaft da gewesen sein. Könnte. Da noch schnell einer. Was ist da? Ein Netzgeflecht. Braucht auch keine Sau. Und ein Amboss. Gibt's da irgendwas? Nein. Einfach. Haben wir uns das da mal. Oh. Da nicht irgendjemand umeinander gibt. Ja, wer weiß. Einfach mal luren. Das ist so ein bisschen der Nachteil, finde ich, beim Streamen. Du bist halt bei weitem nicht so aufmerksam, wie du das sonst bist, wenn du Solo, wirklich pur Solo spielst.
Und normalerweise schaue ich mit dem Scharfschützengewehr viel mehr rundherum und bin viel vorsichtiger. Und brauche noch viel länger, als ich das da im Stream brauche. Aber ich bin allein schon durch die ganze Schmerzerei und so viel abgelenkter als... Wieso kann er sich jetzt nicht mehr healen? Doch, kann er. Ein bisschen auszoomen, das klang da. Und ganz oft, ich meine, die Leute haben ja so schon wirklich schwierig zum Spotten. Also zum Entdecken. Ah, da ist auf alle Fälle jemand vorne, da ist ein Zombie. Also auf 100 Pro ist da jemand in der Stadt drin. Deswegen werden wir uns da grob außen rundherum bewegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den Zombie da vorne mir triggert haben. Also gespawnt haben. Da ist jemand in der Stadt drin und die Frage ist jetzt, wie wir das umlaufen, links oder rechts rum. Ich würde fast vorschlagen, links rum in dem Wald drin und immer wieder mal reinschauen. Das war jetzt mein Plan. Die CR527 hat vielleicht ein Magazin, ein Mag für dein Sniper. Ah ja, Pech. Pech. Mir klang da ein Magazin. Wenn er nach 5 Schuss nicht tot ist, dann kehrt es mir nicht anders, dass ich nachladen muss. Verstehst? Aber ist ein guter Punkt, da können wir mal schnell nachladen. Taschen. Magazin noch einmal nachladen, eine Kugel eindrücken. Ah, passt. Außer damit. So, wir bleiben ein bisschen am Waldrand, weil sonst sehen wir nichts, wenn wir reinschauen. Vor lauter Baum. Mich hat reinschauen. Aber ich habe eine Kuh gehört. Kann man nicht sehen. Auf was ist unser Quagi? Zero auf 200. Da wollte ich vorher schon einmal kurz. Wann ist ein Zombie triggert? Glaube ich, oder nein, war bloß so ein Random Run. Weil er läuft da ein bisschen aufgescheucht umeinander. Ich hoffe, ihr seht es auch, aber ich denke schon, er ist neongrün und neonblau und neonrot. Umlaufen, immer nein ins Viech. Ja, das sind dann die Leute, die dann die Sieder noch deinstallieren, weil sie dumm in der Stadt einlaufen, wo sie genau wissen, dass Leute drin sind und sie dann wundern, dass da erschossen werden. Das können wir schon machen, aber mag ich jetzt da wirklich langsam durch die Stadt durchschleichen, weil vielleicht jemand da ist. Die umlaufen wir mir da außen und mit Glück sehen wir. Und normalerweise gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Person da drin, wenn die hat ja geschossen, dass sie bewaffnet ist. Das ist einmal das Erste. Und das Nächste ist... Ja, da scheint da herum, da ist ein wunderschöner Spot, wo, wenn der da die Häuser durchlud, sehen wir halt vielleicht. Ah, wer weiß. Was war das? Ich hab so komisch... What the fuck is happening? Was war denn das, Alter? Das war ein Heli-Absturz. Ja, oder er schaut zu und du bist gleich weg. Das kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein, dass mit der da schon lang laufen sagt und mich da herum weg tut. Das ist eh klar. Nein, das kann immer so sein. Der Heli-Absturz war in der Richtung. Heli-Absturz oder Teasy? Ab in den Chat. Heli oder Teasy? Ab in den Chat. Je schneller, desto besser. Ich schaue aber auf die Map, wo der gewesen sein kann. Wir müssen jetzt. Wir haben von da herunten straight Richtung Norden an den Dingen vorbei. Dann ist da die Bahn. Haben wir weiter und haben wir jetzt da, oder der Heli, der muss da sein. Das muss dieser Heli-Crash im Südosten sein. Kann nur der sein, da ist weit und breit sonst keiner. Oder der vielleicht noch eins weiter Südosten. Das kann auch sein. Schauen wir so. Zurück aus. Ich sag nur Heli. Dann gehen wir Heli. Da liegt der verfickte Opfe. Warum liegt jetzt da Opfe? Hat sich jetzt da währenddessen hier auf der Map umeinander jemand hergeschlagen und mir einen Opfe hergelegt oder was? What the fuck are you doing, Ghost Stalker? Nordost war auch einer. Jetzt müssen wir da mal schauen, was war denn das für Himmelsrichtung? Das war Nordost. Gut, dass du es gesagt hast. Ich hätte zuerst schauen sollen, was für Himmelsrichtung. Leg die halt
nicht hin, LeBron. Kommen Sie mit dem Kompass in der Hand nicht, kommen Sie nicht healing. Achso, ich habe vergessen. Nordost, dann ist der da. Da müssen wir hin. Nordost, Freunde der Sonne, we are on our way. Kann auch der gewesen sein. Ja, der oder der. Wir laufen jetzt am Waldrand entlang und schauen wir umeinander. Schauen wir mal, ob wir ihn finden. So. Muss jetzt schnell gehen, weil den hab nicht bloß eingekehrt. Ja? Und den besniped man ein bisschen. Vielleicht wird es auch finster. Wer weiß. Gönnen wir uns nur ein Helgsteak. Bestens ist das. Alles ist schön voll mal, damit wir schön durchsprinten können und nichts passiert. Außerdem Helgsteak schaut nie. Es ist grob Richtung Teasy, ja, das stimmt. Kann man so sagen. Die Frage ist, was soll man da groß finden, was uns jetzt besser weiterhilft als unser M16 und unser Scharfschützengewehr? Wenn, dann muss da, was da halt liegt, auch voll equipped sein. Also da muss ein Magazin drin sein, da muss Munition sein, da muss ein Visier drauf sein und so weiter. Aber ich sehe das jetzt halt so, dass da andere Spieler vielleicht auch hingehen und mir jemanden erwischen. Heißt, Vollgas. Leute, Dankeschön! Liesbacken! Ja, sorry, ich hab gedacht, du willst vielleicht auch Abfall. Ja, genau. Hab schon gelesen, der ist vorher da schon gelingen. Ich hab bloß nicht auch, hab ihn vorher nicht gesehen. So. Holen wir unseren High Ground. Na, das hilft uns wahrscheinlich nichts. Wir müssen mal am Waldrand bleiben. Ja. Das machen bestimmt andere genauso. Wenn jemand vor uns da war, dann laufen wir ihm ins Kreuz. Und wenn wir jemanden am Heli sehen, schauen wir mal. Der Waldrand müsste eigentlich da unten dann kommen. Und irgendwo auf der offenen Fläche muss der Heli-Crash sein. Den muss man aber auch relativ gut sehen. Weil da ein riesen Rauchwolken, zumindest wie ich das letzte Mal einen Heli-Crash gesehen habe, war das eine riesengroße Rauchwolken. Ja, da hinten. Zeig schon. Siehst du das? Und da gehen wir jetzt hin. Okay, Kinder. M16 ist auch schon ein AR-15. Ich weiß nicht, was ein AR-15 ist, ich sag das, was es ist. Heli müde, Heli muss schlafen. Ja, jetzt haben wir den ersten Series PvP-Kontakt, weil am Heli-Crash, den hab nicht bloß ich gehört. Das garantiert er, da gebe ich da mal Brief und Siegel drauf. Den hab nicht bloß ich. Juff. Ich schau einfach bloß mal random ein bisschen in alle Richtungen. Ah ja. Na gut. Weiter am... Der Heli! Warum bleibst du nicht so behindert am Baum da hängen? Kruzifix. Entschuldigung, Nierschauen, der mit dem 16 aus für einen spontanen Besuch von irgendeinem anderen Spieler. Und dann schön durchsprinten. Florian, merci dir. Heli müde, Heli schlafen. Crossbot, mir gefällt das, dass man bei solchen Spielen nie die Waffen einschießen muss auf das Visier. Von einem Menschen aus dem Schützenverein. Ja gut, das war vielleicht schon ein bisschen zu krass. Hätte ich jetzt vorschlagen. Merci für dein Drilling. Okay. Konzentration, da haben Leute dort. 100.000%ig sind da Leute dort und das schauen wir uns jetzt einmal aus der Entfernung an. Luft holen. Wo genau ist der Heli-Crash? Wo genau ist der Heli-Crash? War der da weiter rechts oder war er weiter links? Kann ich nicht sagen. Bam, halt der Futzen. Kann nicht sein. Ich glaube, ich habe schon einen Spieler dort gesehen.
Das ist jetzt relativ dumm, was ich tue. Ich weiß, dass... Warum kann er sich eigentlich nicht healen mit dem Ding? Geht bitte in Tocken, danke. Ja, Spieler dort. Wie viele Meter sind das? Ich da tippen 300. Hit. Der wird mich gesehen haben. Da rumlaufen sie. Hat mir ein bisschen schnell gegangen. Grüezi, fix, ich hab ihn getroffen. Aber sie haben zu zweit und sie sind sofort weggelaufen. Okay, die Frage ist, wie verhalten wir uns da jetzt? Die wissen, dass ich da bin, die wissen, dass ich aus der Richtung bin. Eigentlich müssen wir weg. Neue Position. Und zwar ganz tief in den Wald da rein. Ganz tief in den Wald. Und schauen, ob ich es nach rechts umlaufen kann. Gegen die zwei Typen habe ich allein normalerweise keine Chance, außer ich sehe es nochmal. Bevor sie mich sehen, aber sie haben jetzt definitiv aufmerksamer als ich das bin. Da bin ich mir sehr sicher. Darum machen wir jetzt da einen 90 Grad Positionswechsel. So gut wie es geht. Wir haben einen Adrenalinstecker, gell? Haben wir da durchgesprintet damit? Habe ich den mitgenommen? Scheiße, habe ich den mitgenommen. Aber da bin ich von den Zombies erschrocken worden, gell? Fuck. Ich glaube, ich habe ihn nicht dabei. Im Kochtopf. Gute Idee. Gute Idee. Gut, dass ich euch... Gut, dass ich euch dabei habe. Was ist da die ohne euch? So, Adrenalinstick. Into my face. Und Gas. Das heißt, ich kann jetzt einfach durchsprinten, oder? Ah, der ist schon geil. Der ist für PvP-Situations ist der schon ganz geil. So, wir laufen jetzt richtig weit. Richtig weit. Ich hoffe natürlich, dass die zwei nicht aus dem Stream sind oder so, aber ich glaube jetzt nicht mehr. Das sind die zwei, die da bei uns geschossen haben, hundertprozentig. Und die haben den Heli-Crash genauso gehört wie ich. Und sind jetzt halt da auf dem Weg. So, Waffen raus, weiter geht's. Und jetzt kommt dann der Bär, ja, das ist eh klar. Psst. Den hören wir ja, oder? Das ist ein Helch, den ich da her. In was für Richtung laufen wir da eigentlich? Straight Norden. Ist das die richtige Richtung? Ja, doch, passt schon. Schau, weg hier. Oh, da haben wir sogar eine richtig geile High-Ground-Pose auch noch. Wir haben mal schauen, ob wir vielleicht was sehen, aber da haben einfach zwei Bäume. Wir müssen da auf der anderen Seite hinten laufen dann. Kann man, wenn man Glück haben, was sehen, aber wenn es da hinten irgendwo laufen würde, der eine wird jetzt erstmal verarzten, nehme ich an. Dann habe ich ihm mit Glück von hinten in den Rucksack eingeschossen und ich habe alles kaputt gemacht, was im Rucksack drin ist. Das kann natürlich auch sein. Und mir laufen wir straight weiter nach Norden. Ja, die wissen, dass ich da bin. Das ist jetzt zwar jetzt reiner. Das ist die Straße nach Tizi. Welche Straße nach Tizi? Welche? Ich weiß nicht so hundertprozentig, wo wir da sind, gell? Das ist halt so ein bisschen mein Hauptproblem, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass wir jetzt natürlich lost as fuck sind. Aber mal da herhocken. Map! Mir waren wir. Es war. Ich weiß nicht mehr, wo waren wir eigentlich genau? Das war der Heli-Crash da. Wir laufen jetzt straight nach Norden. Ja, da haben zwei Feldwege. Oh, dann haben wir eigentlich eh bald da. Da haben ziemlich steile Berge und so weiter und so fort. Oh, da ist ein Bär. Muss man vorsichtig sein. Das kann der Helch sein, der schreit, oder der da herunten. Wir müssen auf alle Fälle Richtung Norden die zwei Feldwege entlang. Jo. Jo. Alles klar. Kriegen wir hin. Und so gut equipped waren die zwei auch nicht. Der eine hat ein Motorrad. Helm aufgehört und irgendeinen Seesack und so weiter, aber sie sind halt zu zweit. Das ist schon eine, wie soll ich sagen, ich meine, ich sehe da ja den ersten Feldweg,
Und das Flüsschen, glaube ich, sehe ich, ja, war da. Ja, der Fluss und Feldweg. Straight weiter nach Norden. Gar nicht lange warten, wir haben wir zuerst da. Wir sind zuerst da. Wobei wir das eigentlich auch gar... Ja, sofort um, da der wir gar nicht lange umeinander jetzt da. Sofort um und sofort ab. Wir sägen, wie lange mein Adrenalin eigentlich... Mein Adrenalin! Wie lange mein Adrenalin hält. Hätte ich das unten gesehen, da wo meine Feuchtigkeitsanzeige ist? Ist dieser Lauterbach echt jetzt... Das ist ein Tablettensymbol. Ah, okay. Ah, da habe ich jetzt natürlich nicht mehr drauf geschaut, den hätten wir ausnutzen sollen zum Durchsprinten. Aber gut zum Wissen, genau für die Situationen sind Adrenalinsticks. Genau dafür. Genau dafür. Aber gut. Ja, das soll rechts orientieren und weiter. Alle Fälle, so in die... Mann, wenn die einen Stream nicht sehen, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass die zwei einen Stream verfolgen oder dass sie Stream-Sniper sind oder irgendwelche Verfolger-Trolle. Dann gehe ich schwerstens davon aus, dass die jetzt erst einmal genau dieselbe Panik vielleicht schirmen wie ich. So, oh fuck, der hat geschossen, nur dazu, ich hab ihn getroffen, ich hab's Blut spritzen sehen. Ja, und säge da an, hey, ich bin mir nicht sicher. Muss ich bloß aufpassen, dass wir da nicht blinde in diese Base einlaufen. Ich darf die Base gerne ein bisschen östlich umlaufen und dann von hinten drauf schauen. Weil ich derjenige gern sein würde, der eine sniped, nicht andersrum. Und nicht auf der Seite jetzt wart, bis die anderen zwei da raufkommen, was sie hundertprozentig tun werden. Und mir dann ins Kreuz laufen. Ja, während das nicht am Waldrand wart. Das ist ja bloß die Frage, wie weit das wir mich noch haben. Kann ich gar nicht einschätzen, wie weit das noch weg ist. Achtung. Yep. Kann nicht recht weit weg sein. Das kann nicht mehr weit weg sein. Sag ich dir, was es ist. Was ist da? Ein Riesendrum Stor, das hilft uns nicht weiter. Hilft uns nicht weiter. Mir ist kalt, ja, ich weiß schon. Darum springt ich auch wie ein Behinderter. Wird uns ein bisschen warm vielleicht. Geht schon. Jetzt müssen wir einfach mal Richtung Norden laufen, bis wir die ersten... Was weiß ich, Gebäude, Zaun... Wann das wieder? Die scheiß God Race. Wird es dann wahrscheinlich wieder finster. Normalerweise wird es aber arme finster. Nachladen. Das ist auch keine schlechte Idee, ja. Ich habe aber bloß einen Schuss abgeben. Aber das ist wurscht. Erst einmal ist Magazin hier. Zweimal nachladen. War wieder in die Hand. Oh, und da haben wir die ersten Gebäude. So. Was ist denn jetzt? Jetzt habe ich die repetierte Kugel außer durch, Trottel. Okay, Zombie ist drin. Kann jetzt auch triggert haben. Ah, da haben wir noch nur Toten. Aber gut. Nicht so wichtig. Schauen wir jetzt da mal ein bisschen rein. Oder wir umlaufen wir das auch noch und gehen wir weiter. Weißt du, was wir tun? Nein, der wir nicht. Tun wir nicht. Tun wir nicht. Jetzt legen wir uns da mal Stein. So, wo sind wir jetzt? Das heißt, wir müssen da gerade vorbeigelaufen sein. Wenn wir jetzt weiter nach Norden laufen, müssen wir über die Straße kommen. Kommt da noch irgendwas eigentlich? Nein. Laufen wir weiter nach Norden, weiter nach Norden, weiter nach Norden und dann kommen wir von oben. Und von oben schauen wir uns das an, ob da jemand durchläuft. Machen wir, wie spät ist. Es ist schon wieder 10 vor 10, ich leg mich noch am Arsch. Ja gut. Keine Zeit zu verlieren. Kompass raus. Wo ist Norden? Was tut denn jetzt, Alter? Was?
You spin my head right round, down, 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 down. Rollkommando! They see me rolling, they haten. Ja, wo ist Norden? Jetzt habe ich es vergessen, weil ich so viel umeinander gerollt bin. So, du mir. Doch jetzt noch Norden. So, im 16 aus, weiter geht's. Munter putzen, weiter geht's. So, was war da wieder? Texas! Hast du schon einmal von Deadside gehört? Nein, tatsächlich nicht. Was ist Deadside? Ich sehe es jetzt wahrscheinlich im Chat sowieso wieder nicht mehr, weil ich mich wirklich jetzt aufs Spiel ein bisschen konzentrieren muss. Da herum gibt es in der Regel eine riesengroße Schlägerei. Hashtag Rollkommando ab im Chat. Was ist Deadside? Was ist das? Oder Diet? Wahrscheinlich aber Deadside, kenne ich nicht. So viel zu keine Zeit zu verlieren. Hey, für Rollkommando muss immer Zeit sein. Wenn irgendwann einmal keine Zeit mehr ist fürs Rollkommando, Alter, dann ist Achterbahn. Waren wir eigentlich schon jemals am Rand von der Map? Weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht. Sollten wir mal erkunden, aber eigentlich. Ich empfehle 7 Days to Die, das habe ich schon mal gespielt, das hat mir nicht so taugt, frag mich nicht warum. Da, wo du jetzt bist, sieht es so aus, wo du das Magazin verloren hast. Vielleicht findest du es wieder. Ja, das haben wir auch irgendwo hier oben verloren. Keine Ahnung, stell dir vor, jetzt laufe ich da einfach aus Jux und Dollerei so, haha, schau, vielleicht liegt da ein Magazin vom letzten Mal. Und dann liegt halt wirklich ein AK-Magazin dort. Stell dir das vor. Stell dir das vor. Das geht unvergessen in die Geschichte des Streaming und der... I have to go. My people need me. Dann wieder die zwei Wichser, hundertprozentig. Peng, peng! Hashtag peng, peng! Ab in den Chat! Tu mir jetzt den scheiß Ding aus, welche Richtung. Das ist so genau östlich. Ganz kurzer Blick. Ja, das ist genau... Das ist in den Bunker da herin irgendwo. Oder da vielleicht herin. Ja, mitten in Teasy halt. Schauen wir mal. Gehen wir halt natürlich gravierend die Gefahr ein, dass wir da geschossen werden. Weil uns die lang sehen, bevor wir es mir sehen. Vor allem da draußen ist mir viel leichter zum Spotten als da drin irgendwo in dem Pixelbad von Spui. Vor allem wenn uns kalt ist, dann geht da die ganze Zeit so Rauchwolken auf, das ist das erste, was du siehst. Aber mei, vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir Pech. Who knows. Einmal habe ich ja zumindest jemanden ins Knack geschossen. Schade, dass er nicht umgefallen. Map! Okay, passt schon wieder. Ich muss mich konzentrieren. Keine Zeit zu verlieren. Scheiß Hell, kann man sich dummes Maul halten. Ungern, weil ich mich halt auch nicht auskenne da herum. Ja, aber gut, mein Gott, hilft das sowieso nicht. Was soll ich machen? Da ist der Zaun da unten, wo führt der hin? Wo haben die... Wo könnten die jetzt geschossen haben? Mitten im Wald. Normalerweise geht es da nicht davon aus, sondern halt einfach irgendwo in einem Gebäude, wo viele Zombies sind oder sonst irgendwas. Dann sieht man mal Cam, das stimmt. Ne, Cam. Ich bin also ein Trottel. Scam. Eine Art Daisy. Nein, kenne ich nicht, tatsächlich. Tatsächlich nicht. Ich bin schon wieder Träger, Alter. Ja, das Ding ist, wie soll jetzt da ich hinkommen, ohne dass ich gesehen werde? Das ist halt... Jetzt auf alle Fälle einmal noch deren ist noch ein Helgsteak einbauen. Helgsteak. Wie der James sagen, keine Zeit zum Sterben. Ich habe keine Zeit zu sterben. Mr. Dexter, danke dir. Ich kann es mir mal anschauen, keine Ahnung. Aber sobald wir sterben, ist Scam erstmal angesagt wahrscheinlich. Hoppala, ich habe jetzt das gute Wildbret verschmäht. Wir haben doch zusammen den Scam-Trailer angeschaut. Ja, ja.
Aber, was check ich da gerade wieder nicht? Da haben wir einen Trailer angeschaut. Ich weiß schon, was Scam ist, aber nicht, was Deadside ist. Was hat Scam mit Deadside zum tun? Ich hab keine Ahnung. Okay, Konzentration, Kinder. Konzentration. Immer sauber von Stauern zu Stauern. Und es ist halt kalt, das ist echt beschissen. Selbst die beschissene Jagerjacken bringt nichts. Bisschen leider, sonst trifft mir wieder der Schlag und da eine Kugel einschluckt. Was ist denn das da aber auch für eine komische Zaunzone da? Was zur Hölle, wo sind wir? Ich sehe halt auch nix. Mit einer App. Zeigt mir da irgendwo den Zaun entlang laufen. Zeigt mir da irgendwo so einen Doppelzaun oder irgend sowas. Wo sind wir? Verdammte Scheiße nochmal. Ist das da oder was? Die schwarze Linie da? Ich hab keine Ahnung. Ich hab fucking nochmal keine Ahnung, aber wahrscheinlich schon. Wir haben ja irgendwo da gewesen, Richtung Osten, und da müssen da diese Gebäude kommen. Und da möchte ich jeweils da drin umeinander laufen, 100%. Weg von dem Zaun, weil ich da einen Scheißdreck sehe. Ah! Map! Ja, ich bin ein bisschen aufs Spiel fokussiert, Verzeihung, ich hab's vergessen. Das ist schon Ostenseite, das gibt's denn anders. Da müssen halt die Gebäude irgendwo kommen. Das gibt's ja nicht. Wo zur Hölle bin denn ich schon wieder? Was? Wir sehen auch einen Scheißdreck. Ja, dann geht's uns ja alle gleich gut. Hashtag Gleichberechtigung. Total verrennt. Ja, aber... Gibt's ja nicht. Gibt's nicht. Da waren doch gerade unten noch die Gebäude. Das gibt es ja nicht. Ja, was sage ich denn da unten? Da unten ist zumindest der Zaun und der Straße. Zombies, glaube ich, auch. Ja, chill. Nur die Ruhe. Da hinten haben wir was. Ich bin das kleine Futsal, das da fliegt, Alter. Ja, chill. Wer weiß, vielleicht haben wir Glück und sie laufen ja gerade da irgendwo. Und ich könnte mir einen snacken. Das war einmal was. Dann wieder weg, Posi-Wechsel. Die schießen nebeneinander wie die Idioten. Irgendwelche Ruinen, die interessieren uns nicht. Ich glaube, die sind schon wieder weg. Das kann natürlich auch sein, ja. Da haben wir jetzt auch lang gebraucht, bis wir da waren. Aber es gibt viel genug Spieler, die auch 10 Jahre Playtime immer noch den gleichen Fehler machen und viel zu lang umeinander looten und ewig irgendwo stehen bleiben und so. Selbst in die Militärfelder. Schauen wir, vielleicht haben wir Glück, keine Ahnung. Wobei, sie haben sich auch am Heli-Crash nicht lang aufgehalten. Und sie dürfen den Schuss im Genick eigentlich nicht vergessen haben. Da denkt man dann gerne mal länger drüber nach, noch so, okay, bleibe ich da jetzt recht lang am selben Fleck stehen und verhalte mich wie ein Behinderter oder nicht? Wir sind wieder zurück zum Heli-Crash. Nein, das glaube ich eher weniger. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Heli-Crash gehört. Also,
Darum hat mir der Sound auch nichts gesagt, diese Schäberei und so. Ich habe eigentlich zuerst wieder gemeint, das ist die gleiche Schäberei wie. Die gleiche Schäberei wie diese neue Biohazard Zones. Aber tut sich gar nichts mehr, gell? Sie laufen auch nicht zufällig da irgendwo einfach durch den Wald oder was weiß ich, wo man mal warten kann, ob einer kurz stehen bleibt. Da gar nichts, man hört nichts, keine Zombies laufen rum. Und das ist mittlerweile, finde ich, auch relativ schwierig durch die Komplexe durch, ohne dass man einen Zombie triggert. Also wirklich komplett ohne dass man einen Zombie triggert. Halte ich für ziemlich schwierig. Ich weiß nicht, ob da nur irgendwelche Tieren zu sind, weil man keine Eingänge sieht. Da sieht man was. Okay, da ist off. Das ist ein Militärbereiten. Und dass alles so verschwommen ausschaut, weiß schon, ich weiß. Das ist leider Gottes dem Videocodec von Twitch und YouTube geschuldet. Das ist nicht mein Fehler. Das liegt einfach an der Umgebung und dass alles so gleich ausschaut, so kontrastlos, so alles so. Und alles halt wirklich gleich ausschaut. Das ist alles vorher bladel und groß. Und da tut sich der Codec einfach schwierig oder Probleme damit, das sauber darzustellen. Alles zu. Ich meine, die müssen ja irgendwo dann wieder hin. Also entweder wieder zurück aus oder sie laufen im Norden, dann Nord und dann östlich weiter. Ist die Frage, ob wir mir da auch durchgehen und einmal looten und schauen oder nicht. Ich weiß es halt auch nicht, gell? Ist da ein Militärgebäude? Ich weiß. Auf alle Fälle Zombies. Und da waren wir schon einmal. Wenn mich nicht alles täuscht, waren wir da schon einmal und da ist uns auch jemand nachgelaufen irgendwie. Da hinten ist die Map gar, glaube ich. Oder ist da hinten aus die Map gar? Weiß es nicht. Mal rausfinden. Gehen wir mal da in das Gebäude rein und schauen wir, was passiert. Oder einspringen. Oder eine Wolken. Gibt's da was? Keine Ahnung. Immer schön vorsichtig. Wir wissen, dass wir nicht allein sind. Am Schluss haben sie sich ausgeloggt und du suchst das. Ja, stimmt. Am Schluss gehe ich jetzt da in das Gebäude rein und dann sitzt ums erste Eck einer rundherum und der schießt mich. Das ist. Das ist das. Oh, Zombie-Sepp. Oh shit. Wo bin jetzt die? Ich weiß nicht, wo wir die Fade Westen jetzt hier haben. Das ist bestimmt. Okay. Oder wo haben wir jetzt? Oh, das ist mal anschlagen. Sneak Peek. Jetzt hätten wir da ABC-Jacken auch noch gefunden. 5 Schütz Weiger am Magazin. Ja, scheiße. Und das meine eigenen Steps, ich glaube schon. So. Eine Landmine. Scheiße. Ach, der läuft am Schuss nach, gell? Der läuft da hin, wo man hinschießt. Ja, heute halt einen Statue Mongo. Jetzt weg da, wo ist der verfickte Eingang in dieses Scheißgebäude da? Safe. 5 Alter. Ist das dem sein Ernst jetzt da, oder was?
Ist das denn sein Ernst jetzt da? Ein Kartoffel-Aim. Schmerzen sie wieder, Backseat Pro-Gamer. Möchte ich die singen, scheiß Daisy, ob du einen wackelnden Zombie beim ersten Mal in den Kopf triffst auf 30 Meter. Scheiße. Warum habe ich nicht das Machettenlicht da? Nein, ich fall um. Wie kommt man da aufs Dach rauf? Auch nicht zu, ja, zu nah ist nicht, aber zu weit weg ist auch nicht. Da werden nicht einmal die Zombies da triggert. Das muss ja ewig weit weg sein. Kommt man da auf die andere Seite noch mehr. Muss ja direkt vor der Haustür sein, das gibt's ja nicht. Mega! Die Russen sind da! Sehe nix da irgendwie laufen. Der muss doch direkt da vor mir stehen, das gibt's doch nicht! Was liegt denn da hint? Nun. Mehr aufs Dorf, unter dir. Deng und er darf mich steppen hören. Sind zwei, glaube ich. Ja gut, auf irgendwas, ich meine, die schießen ja ein bisschen. Ob die jetzt da vor mir umeinander schießen oder nicht, ich sehe halt den Scheißdreck, gell. Legt eine Landmine vor das Haustier. Mit der springe ich mir wahrscheinlich selber in die Luft. Aber jetzt keinen Nerv dazu. Wir kommen über mir aufs Dach. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ganz ehrlich zum sein. Wir kommen da über mir aufs Dach auf die anderen Seiten. Mach Vollautomatik, das ist eine nein, wenn ein Feuerstoff, wenn ein Halbautomatik. Ich schieße gerne Einzelschuss. Und nicht. Oh, ich nicht. Tut mir nicht. Wir müssen schon in die Richtung sein. Unten am Fenster. Übers andere rauf, dann übers Dach vom Treppenhaus. Immer nur über die Leute draußen. Okay. Wird's nicht helfen. Wird's nicht helfen. Mal mir da schlagen.
Jetzt schießen sie auf alle Fälle nimmer. Ohren tut sie sich halt wirklich, als war er direkt. Ja, die Schuss sind weit weg. Das hat sich halt angehört, als der da unten einfach im Garten oder irgendwo da am Zaun steht, aber ich sehe halt nichts. Draußen ist noch eine Leiter am Dach. Das probieren wir jetzt, da gehen wir jetzt auf. Schaut eh keiner auf. Dass jeder denkt, so behindert ist kein Mensch nicht und geht da auf. Very risky. Ah. Ja, leg die hier, Trottel. Ah, jetzt pisst's einer. Also dumm ist, dass da so ein Berg aufgeht, dass man mich theoretisch da herum links sieht. Ganz dumm. Ganz dumm. Furchtbar dumm. Ganz furchtbar dumm. Deswegen mag ich den Rucksack so gern, weil er so schön flach ist. Das heißt, wenn die da unten umeinander laufen, dann sehen die da einen Scheißdreck. Aber so wie mir das angehört haben, hat sich irgendjemand ist erschossen worden auf alle Fälle. Ich habe keine Ahnung wo und wer. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich habe noch Schuss gehört, leise, aber die waren wieder weit weg. Aber der Typ da vorne, der muss ja 10 Meter vor uns geschossen haben, das gibt es ja gar nicht anders. Aber was ich komisch finde, ist, da steht mitten im Garten ein Zombie, der ist nicht getriggert. Ja, Freunde der Sonne. Was jetzt sein? Ich weiß jetzt auch nicht. Es ist schon wieder intens, obwohl nicht viel passiert ist. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe es. Blub, du bist tot. Ja, ist möglich. Natürlich ist es möglich, wenn mir da jetzt vor der Weiden irgendjemand irgendwo herum links sehe. Das kann aber eben genauso blieben, wenn ich jetzt irgendjemand an irgendeinem Baum sitzen sehe, der sich nicht bewegt oder da jetzt umeinander läuft wie ein Behinderter, dann stehe ich auf und schieße ihm noch. Ganz fucking einfach. Wahrscheinlich ist halt er einfach besser wie ich, weil er, was weiß ich, wie viele Stunden aktives PvP betrieben hat und ich genau 0. Wirklich 0. 0,0 nothing. Tja. Wir haben ein Sneaky Peaky. Weiß mich nicht, Alter. Aber wir werden Trägnosen saukrank da heraus. Und wird uns jetzt, glaube ich, gleich zum Verhängnis. Jetzt probieren wir die Landmine aus. Springen wir uns selber in die Luft. Oder? Legen wir mal sicherheitshalber, legen wir mal die Mine da unten her. Dann schießen wir dreimal in die Luft. Beiten wir die Leute her. Dann schauen wir mal. So. Schneller. Schneller. Schneller, das ist ganz dumm da. Ja, fließen. Landmine. Da mit Landmine her. Brauchen wir die Landmine. Die Landmine. Nein, die Landmine. Tauschen. Wie tut man das? Platzieren. Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Wo ist denn das Eingangstier? So. Kommen wir jetzt so. Landmine. Bauen wir genau da her. Ziehen, aufstellen. Und dann gehen wir oben in den zweiten Stock und da locken wir uns aus. 1 für Landmine und 2 für 4000 km/h Kickel. So, bauen wir das aber hin. Alter, das Ding tickt. Wieso tickt das? Ich geh mal lieber weg, Alter. Ticken ist nicht gut für uns. Kann man sich in der Zeit quasi nur wegbewegen, ohne dass triggert wird, nehme ich an. Das mit der Landmine ist echt asozial. Jetzt musst du schon nur ein wenig warten. Wir können ja gerne die Leute baiten. Immer da einmal mit der... Auf was ich noch warten darf, jetzt warte mal. In den Dinger da liegt normalerweise kein schlecht... Ach, da ist die off. Nein, so von der Weiden war das ist so ein blöder Winkel. Der blöde Winkler. Dass ich gemeint habe, da ist zu. Das ist natürlich geil.
wenn da jemand reinreißt und dann geradeaus da herläuft. Aber ich glaube, das Gebäude, in dem wir sind, ist halt so unattraktiv, dass man da nicht, wie soll ich sagen, dass da keiner reingeht. Ich glaube, da liegt kein Loot. Gibt es da Loot herinnen, einen brauchbaren? Wir haben einen Munitionspackerl gefunden. Gibt es da ein paar Baitschüsse ab? Das habe ich gerade gemeint, ja. Ein paar Baitschüsse abgeben und dann kommt vielleicht schon jemand. Aber ich glaube halt nicht, dass jemand in das... Also niemand geht freiwillig in das Haus rein, wenn du weißt, da ist jemand herin. Außer du hast ja Blendgranaten oder irgend sowas. Und jemand weiß wirklich damit umzugehen. Aber das im Eifer des Gefechts, da bin ich nicht in der Lage, sage ich gleich mal schon so. Die Mechanik zum Schmeißen und der ganze Mist ist auch nicht gerade die geilste. Was wir jetzt noch machen. Triggert mich. Ja, aber genau das ist das, was ich an dem Spiel so mag. Das muss noch nicht mal, du musst noch nicht einmal wirklich in einen Kampf verwickelt werden oder irgend sowas. Sondern ich finde es schon einfach geil, dieser lustige Nervenkitzel zum Wissen, du bist nicht allein, wo sind die schießen wir an bei den Narischen. Und dahinter jedem Eck kann irgendwie irgendwo einer hocken. Wahrscheinlich schaut man schon seit 2 Stunden jemand zu, von draußen wieder herin umeinander reden wie ein Behinderte. Wahrscheinlich. Da. Aber weißt du, wer mich nervt? Das, oder? Außerdem, schöner Übungsschuss. Wo ist denn jetzt der Zombie da draußen? Wo ist denn mein Knarre jetzt? Okay. Wo rennt denn der Zombie umeinander? Zombie wo? Ja, da kannst du halt schön da drauf schießen. Aber gut, der läuft da sofort aus und der hält sich nicht stark. Und mit dem Sniper jemanden zum Treffer, der sich nicht stark hält. Schwierig. Schwierig. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Wo ist denn jetzt der Zombie da unten eigentlich hin? Kann man das irgendwie... Da ist doch gerade die ganze Zeit ein Zombie umeinander gelaufen da unten. Und dem darf ich jetzt gerne in den Kopf einschießen, damit er... Da ist er. Hab ich jetzt dagegen geschossen gegen das Fensterbrill oder was? Ja, und dann werden wir wieder... Oh shit. Der Ernst? Gut. Was rechts vom Bunker? Haben wir uns natürlich sauber verraten, dass wir da haben. Aber sneaky. Was? Ich hab da nicht einen Bahn drauf, oder? Das hat da gefunkt. Ich glaube, ich hab da vorne in den Fensterstock eingeschossen. Ja, interessanterweise zirkten das schon an. Ja, wenn du schaust, das war Distanz von da bis zu dem Baum. Okay? Und also gefühlt ist der Typ, ich sage mal, doppelt so weit weg von uns gewesen, wie der Baum da von uns. Und mir triggert man den Zombie, aber der Typ nicht. Dann schießt man an wie ein Narischer. Was jetzt sein? War auch kein Headshot nicht. Aber deswegen hat er 2 Schuss gebraucht. Was hat denn das Ding eigentlich für ein Kaliber? Zum 2, also es soll eigentlich schon ordentlich Schaden anrichten. Also eigentlich soll der 62er Munition noch ordentlich Schaden anrichten, oder nicht? Jetzt da ein Step gehört, möchtest du mich verarschen? Oder geht's auch? Nachladen? Ja, das machen wir fürs nächste Mal. Wir locken uns jetzt da auf alle Fälle irgendwo aus. Was sollen wir uns wirklich da ausloggen irgendwo? Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so schlau ist. Wenn, dann soll man schon ein bisschen Position wechseln. Mosin macht mehr Schaden, die hat dann wahrscheinlich die 59er Mund. Also die sind 62 mal 59, 56, 54, irgend sowas. Und natürlich, wie man trifft. Sehr klar. Was für Gewand das du hast. Vielleicht hast du sogar Panzerwesten oder wie auch immer. Schieß mit mehreren Waffen wie in einem Battle. Ein bisschen Gleittrollen quasi. Nein, da muss ich wieder alles nachladen, das ist bloß Munitionverschwendung. Bloß Munitionverschwendung. Wird halt finster, gell? Ich mag da bloß ein bisschen aussehen. Nicht wundern, warum ich so schief schaue. Ich schaue bloß die rechte Hälfte vom Monitor an, weil ich immer noch warte, ob da unten irgendwann jemand reinläuft oder mal nachschaut oder was weiß ich. Na gut, jetzt gehen wir mit Map her. Map! Wo genau sind wir eigentlich? Wir haben so irgendwie gefühlt am letzten... Ja, da haben wir. Wir haben genau da. Genau in dem Gebäude da sind wir. Die Frage ist, wo gehen wir hin?
Gehen wir in die Schupfer oben. In das Viecherlheisel. In das Viecherlheisel da aufgehen wir, oder? Gehen wir weiter nach Norden. Zum Jagerstand und zu dem Ding. Oder, da gehen wir auf und da locken wir uns aus. Landmine. Landmine ist gefährlich fürs nächste Mal, das stimmt. Bleibt die so lang liegen? Bleibt die eine Woche lang liegen? Das kann ich fast nicht glauben. Kann ich fast nicht glauben. Okay. Ja, wir locken uns doch da aus, hä? Leck mir mal schon jetzt. Das ist das Problem vom Außertappen. Da habe ich auf einmal keinen Sound mehr, kommt einer und irgendjemand ballert umeinander wie Behinderte. Wieder da vorne. Kann nicht weit weg sein, das ist so fucking laut. Er kann nicht weit weg sein. So. Jetzt nimmer sprinten. Alter, hat's mir jetzt. Da ist dabei. Gibt's ja nicht. Nein, der ist nicht hinter mir. Niemand. Jetzt habe ich richtig auf. Der ist nicht hinter mir. Die kämpfen da vorne. Das ist jetzt morgen. Feeling. Nochmal schnell Map. Ruhe. Was ist denn in der Richtung? Wo schauen wir aus? Wir schauen mal genau in die Richtung da. Das heißt, die kämpfen irgendwo daher vorne. Der weiß aber, dass ich daher hinten bin. Ich habe ja gerade einen Zombie erschossen. Der weiß, dass ich da bin. Ah, also wir können ja nicht ins Kreuz laufen. Und jetzt ist es halt wieder finster. Jetzt sagst du noch weniger wie gerade. Wir können ihm nicht ins Kreuz laufen, weil er wahrscheinlich weiß, dass wir kommen. Ich glaube, der wartet auf ein Chamäleon. Es könnten auch Beitschuss sein. Ja? Könnten auch Beitschüsse sein. Wer weiß. Aber dann müsste er in die Richtung schauen. Der müsste mich schon lange in die Fenster gesehen haben. Er hat schon lange reingeschossen. Der ist doch näher. Also ich schätze da vor. Vorne am Zaun. Warte jetzt meine Einschätzung. Aber der bewegt sich ja nicht weg. Der steht ja da. Der muss ja da schon die ganze Zeit sein. Das gibt's ja nicht. Der ist da gerade vorbeigesneakt. Ja, wahrscheinlich. Das kann schon sein, dass der da oben irgendwo im Wald anschleicht. Der hat denselben Plan wie wir am Anfang, wenn wir gekommen sind. Der sitzt halt da oben, schaut in die Komplexe hinein und wenn irgendjemand rumläuft, wird drauf geschossen. Der ist gleich bei dir da. Der ist nicht näher als der Zaun. Ich meine, wo war denn der? Und da den ja sehen da unten an irgendeinem Baum oder irgendwo da in die Stauern drin. Direkt am Haus vorbei. Am Zaun, der steht da nicht. Ihr seht doch noch weniger wie ich. Wieselburger Beste, merci dir, du sollst deinen Sniper nachladen. So meinst du. Die ist nachgeladen. Jo, da unterm Haus. Wo da unterm Haus? Ihr verarscht mich doch wieder. Ich kann mich halt auch nicht drauf verlassen, da will ich bloß wieder trollt. Wo da unterm Haus? An dem da? Glaube ich nicht. Unterm Fenster ist einer vorbei. Was? Unterm Fenster seht ihr doch überhaupt gar nichts. Außerdem da die Steps hören. Vor circa 30 Sekunden. Das hilft mir nicht weiter, weil YouTube so eine krasse Verzögerung hat nach 2 Stunden, dass ich nicht weiß, wann das war. Was für ein Gebäude? An dem da unten ist einer vorbei. Ist die Tür jetzt da zu? Nein, die ist nicht zu. Nein, die ist nicht zu. Maximal 3 Meter vor Haus, an deinem Haus, in dem wo du bist. Da habt ihr gesehen, aber ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das laufen soll. Da muss ich jetzt direkt... Wascht's mich da.
Ihr verarscht's mich doch. Rechts im Augenwinkel, da sind Bäume im Wind, Leute. Das sind Bäume im Wind, Leute. Der ist rechts an denen Haus vorbei. Ihr macht's mir ganz narrisch, Alter. Fuck, ihr lockt jetzt dann aus, weil ich gleich einen Schlaganfall krieg! Gang entlang rechts. Da entlang, ich weiß, wo ihr meint's. Aber der war doch nicht so nah da bei mir am Haus dort. Rechts am Zaun, sagt mein Mo. Ja. Das ist nämlich genau das, da schaue ich die ganze Zeit schon hin. Ich sag auch, dass der an der Hauswand unter dir steht. Ne. 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 Aber den. Gerade eben im Gebüsch hat was geraschelt. Oh, aber das schreibt der Russe des Vertrauens. Dem vertraue ich eigentlich schon, weil er ist auch der Russe des Vertrauens. Das ist jetzt auch nicht, was ich da sagen sehe. Rechts am Zaun. Ihr macht's mir ganz narrisch, ich lock mich jetzt aus! Wenn narrisch wir! Mit einem Kass! Geht's da um auf und drück auf Auslocken! Abhauen! Los mich! Los mich! Los mich! Ich hab nichts dagegen, hier zum sein, aber ich schieb so krasse Paranoia, dass ich einen Schlaganfall krieg. Ich glaub auch, dass ihr alle wegen sauft, aber ihr macht's mir ganz narrisch. Kruzifix! Lass dich nicht verarschen. Ja, aber wenn es stimmt, was soll ich machen? Ich hoffe ja, dass gleich ein Duscher macht und die Landmine einfach zerreißt. Da hätte ich auch gelacht. Taktisches Ausweichen, Codewort Schnitzel. Was? Jetzt habe ich gerade Steps gehört. Das ist gelungen. Schisse. Er hat nichts mit dem Schisser zum tun. Ich bin narrisch. Da ist er unten am Fenster, nach am Zaun, rechts außen. Da trinke ich lieber mal nur einen Bull, damit ich heute ja nicht schlafen kann. Der Brüsi schreibt, ohne Witz, entweder in deinem Haus unter oder ist vorbei und hat sich auf die Lauer gelegt. Narrischer Schisser. Schlafen Sie wohl. Was? Dosenstier. Okay, hat er mich kurz da. Das war jetzt geil gewesen. Mir jetzt natürlich Herz zerrissen, wenn es ihm zerrissen hätte. also geben und nehmen, ja? Ihm zerreißt's, mich zerreißt's. Schau ich gleich nach, ich hab nichts gesehen. Ja, das ist jetzt wieder das Kreiselige. Ich schau jetzt wahrscheinlich auch die letzten Viertelstunden noch mal selber nach, weil ich wissen möchte, ob da irgendwo was war. Das war wirklich ein Gegner. Dann nennt's mal einen Timestamp. Nach dem Stream anschauen und mir den Timestamp nennen, wo da jemand ist. Dieselbe Situation haben wir letztes Jahr auch gehabt, da habt ihr alle gesagt, da hinten war einer, 100 Pro. Ich hab gesagt, ja, ihr spinnt so ein wenig. Dann hab ich es mir im Nachhinein selber noch mal angeschaut und dann war halt wirklich jemand am Waldrand, der einfach nur da steht und schaut uns zu, die ganze Zeit und ich kapier's nicht. Am besten in die Kommentare schreiben. Richtig, Teeny Weenie, bitte in die Kommentare. Den Timestamp wo und dann grob im Beutel beschreiben, wo ihr die Person seht. Das darf mich wirklich interessieren. Weil dann nimmt's mir jetzt komplett. Alter. Gelbe Jacke oder Hut? Das habe ich auch schon ein paar Mal gemeint, das war ein Baum vor dem Fenster. Mit den gelben Bladel unten. Der hat mich ein paar Mal erwischt. Da wo ich gesagt habe, dass ich das war. Was? Das war, ja, das war ich, da wo ich gesagt habe, dass ich das war. Also letztes Mal. Also letztes Jahr quasi, oder was? Anscheinend hast du was erwischt. Wie gesagt, check mir deine Statistiken an. Getötete Spieler 3, Abschuss 249 Meter. Ja, Alter, dann habe ich dem anderen da ins Knack geschossen. Vielleicht ist er gestorben drauf. Was weiß ich, vielleicht haben sie keine Verbände oder nichts gehabt. Der braucht bloß unterm Laufer, der ist ja nicht weit. Ich hab den ja nicht mehr weit gesehen. Kann sein, dass wir einen Spieler gekillt haben. Es steht nämlich seit letztem Mal schon dort ein getötete Spieler 2, was nicht stimmt. Ja, das waren aber 0 und jetzt stehen halt 3 dort. Vielleicht zählt der eine. Und was da interessant ist, weitester Abschuss 250 Meter. Die Stats stimmen nie. Das stimmt, aber es steht nie einfach so dort ein weitester Abschuss auf einen Überlebenden 259 Meter. Wenn du ihn nicht killst. Kann sein. Das sind die allgemeinen Statistiken von dem Server.
Ja, da ist ja, allein, ganz ehrlich, währenddessen wir jetzt gestreamt haben, haben sie da ja mehr Leute umgebracht als 3. Der Server ist voll. Da sind über 64 Leute auf dem Server. Der andere kann noch reviven, oder? Nur mit Utensilien. Und so wie ich die zwei angeschaut habe, dem einen, wo wir da ins Knack geschossen haben, so super equipped waren die nicht. Na, natürlich, haben irgendeine Waffen gehabt, Standardgewand, Standard-Rucksack, Motorradhelm. Da schaust du mal uns an. Aber wir schon weit stabiler, Alter. Der andere kann noch reviven, oder? Ja gut, wenn man reviven kann, dann lasse ich das mich wissen. Ich wisse das jetzt aber nicht. Also ich warte jetzt immer noch, Ich warte jetzt immer noch für einen 4000 km/h Kickel. So einen werden wir so schnell nicht mehr singen. Ich glaube, dass wir mir das nächste Mal eine richtige Schlägerei da herum erleben werden. Da die sagen. So, jetzt machen wir mal so. Und dann muss ich laufen lassen im Hintergrund, ist das in Ordnung? Können wir ja noch kurz schmerzen, das ist so wie ewig. Dann da die sagen, machen wir nächste Woche. Was machen wir nächste Woche? TZ Ramble. Nicht im Haus verstecken. Nicht, Wir brauchen nicht mehr looten, wir haben alles, wir brauchen bloß noch eine und schießen. Dann werfen wir alles weg, was wir nicht brauchen, wie das scheiß Walkie-Talkie, dann gehen wir eine. Und wenn wir jemanden da schießen, laufen wir weiter. Wenn wir mir erschossen werden, machen wir Blättschmerz, den restlichen String. Und das nächste Mal gibt es dann Scum. Und dann dürfen wir uns. Ist irgendjemand an Lost Ark interessiert? Du hast doch nie 467 Zombies verrammt. Nein, die Statistik stimmt auch nie. Und am Leben seit einem Tag und 9 Stunden stimmt auch nicht. Lad schon einmal Scum. Und was deren wir dann. Was deren wir dann die anderen 1,75 Stunden? Maulleuten! Warzone war mal wieder fein. Mit Warzone. Wie die neue Map gekommen ist, war ich Feuer und Flamme. Hat irgendwie Spaß gemacht. Hat er dann von meinen Spätzchen jeder gespielt. Wir waren immer Full Squad und so. Aber seit 2 Wochen ist wieder hier Vollgas tote Hose. Jeder Volltrottel spielt die scheiß Brenn. Dann Bugs, wo man nur Masken von irgendwelchen Skins sagt und lauter so ein Scheißdreck. Da muss ich ganz ehrlich sagen, was mal wieder an der Zeit war einmal ein Mimi-Montag. Oder was ich gerne mal nochmal da war ein Setup-Review. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mir die Stelle gerade bei YouTube nochmal angeschaut, da war ohne Witz was im Gebüsch, mir kann's glauben. Ja, Russi des Vertrauens, dir glaube ich auch. Aber, wenn der Stream gut ist, bitte nennt mir den Timestamp im Video bei, was weiß ich nie, 2 Stunden, 15 Minuten, 14 Sekunden. Schau da in die Sterne, da hockt was drin, ich garantier's dir. Hell Let Loose hätte ich voll Bock. Dann haben wir nur mehr Hell Let Loose Runden spielen. Wer ist für Hell Let Loose? Hand hoch. Community Zock. Können natürlich alle wieder mitspielen. Machen wir einen Squad voll. Und dann muss ich vielleicht ein bisschen mit den Leuten, weißt du, sehen. Hand hoch, Hand hoch, Hand hoch. 1 Hand. Slayer! Slayer, 10 als Hand hoch. Der Herr Bruckner schreibt, da war echt einer, ist langsam vorbeigesneakt. Was heißt denn vorbeigesneakt? Mitten im Wald da drin einfach langsam vorbei, oder wie? Ich check's nicht. Setup Review. Jo, seitdem habe ich einen DX Racer, ein Gaming-Pad und einen neuen Monitor im Büro. Das lassen wir. Aber bitte nicht extra wegen meinem scheiß Setup Review, bitte. Hell Let Loose! Mal, können wir auch mit da natürlich, aber nächste Woche am Montag PvP-Geramble. Nix verstecken, nix umeinander gucken, wir lassen nach und dann gehen wir da rein. Wenn der da schießt da drin, verstecken wir uns das nächste Mal nicht. Wir gehen drauf zu und schauen mal, ob wir ihn sehen. Okay? So. Na, direkt vorm Fenster. Euch ist bewusst, dass ich da im 2. Stock oben bin, oder? Der kann nicht direkt an meinem Fenster vorbeilaufen. Schau dir einen Clip an, Birger. Okay, schau mal einen Clip an. Also, dann machen wir das hier mal zu wegen der Musik, dann ist es nicht ganz so, die ist doch ein bisschen laut, glaube ich. Schau mal einen Clip an. Wo ist der? Discord wahrscheinlich. Mach das Spiel zu, schließe das Spiel. Gaming-Schmerz oder wo? Oder wo? Was für ein Clip, Alter? In die Mimis? Ah, nicht. Wo? Clip? Clip, wo? Clip, wo? Was für ein Clip? Gib mir Clip. Clip, wo? Hallo? Nächste Woche Peng Peng, Motherfucker. Wahrscheinlich werde ich einfach dreckert sterben. Und da sind wir uns, glaube ich, auch als alte DayZ-Veteranen einig. Ich bin kein alter DayZ-Veteran, ich spiele es schon lang, aber ich bin nicht wirklich drin und spiele das nicht aktiv.
die Steuerung und das Gunplay ist schon geil, aber die Steuerung und das Aimen ist eine absolute Kretze. 2 Stunden, 20 Minuten, da sieht man ihn. Was war Mob cool? Irgendein Crossplay-Spiel, wo ich mit Xbox dazu stessen kann. Ah, da wird's nicht viel geben, Herr Frankenberger. Da fürchte ich, wird's nicht viel geben. Birger, gib uns einmal ein Update zu deinem Mining-Rig. Mein Mining-Rig läuft ein bisschen instabil, muss ich ganz ehrlich sagen. Über einen ETH-Kurs unterhalten wir uns gar nicht. Das ist als Miner erstmal uninteressant. Natürlich trotzdem kacke, aber eigentlich für Miner gar nicht so kacke, sondern eigentlich gut. Läuft. Wo ist der Clip? Mr. Stief? Ja, ich weiß ihm auch nicht so hundertprozentig. Wo? Clip? Wo? Ich seh keinen Clip. Irgendjemand schaut einen Clip an. Aber was für ein Clip? Knackschuss, egal, ich hab ein Pflaster mit. Oh, weiß Birger of the Lee. Wo gehen wir nächste Woche hin? Hashtag Landmine. Ja, in die gehen wir wahrscheinlich. Das garantiert er doch. Nächste Woche vergiss ich die Landmine, geht zu dir aus und ich spreng mich selber in die Luft. I guarantee it. Alter, was tust denn du? Bist du, was, ich zahl mir ein, bist du vollkommen besoffen? Herr Bahn... Leute, was machen sie? Also, niemand muss da einen Einstand zahlen, das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, niemand muss da irgendwas zahlen. Drittens, für vor allem neue Namen mit solchen Beträgen, 50 Euro sind zu viel und du weißt das. Es ist einfach zu viel. Ich weiß halt einfach immer noch nicht, was ich zu sehenden Sachen sagen soll, außer vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Bitte eskaliert es nicht so krass mit den Beträgen, weil die Leute irgendwann nur noch von den Donations schmerzen. Das ist alles, also Donation ist alles cool und legit. Da sage ich mittlerweile schon gar nichts mehr. Ja, ich sage mittlerweile schon beim 5er nichts mehr, teilweise schon beim 10er nichts mehr. Das sind Sachen, das muss ja jeder selber wissen. Du wirst nicht arm, ich werde nicht reich. Muss dann schon passen. Aber ein 50er für einen Einstand ist zu viel. Und ich hoffe, das ist verständlich. Dennoch natürlich vielen herzlichen Dank. Herr Barnsch, Bussi Nussi. Kriegst du die Babytröte? Wir können mal noch mal neu probieren, ob ich der Babytröte wieder würdig bin. Aber die ist wahrscheinlich mittlerweile so fest groß. Ah! 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 Nein, ich krieg's einfach nicht raus, dann kriegst du eine normale Tröte. Merci dir. Herr Crossbot, tu dich nicht runter, auf Überstunden gibt es einen guten Ab. Ja, das sind aber keine Überstunden da. Dankeschön. Von ganzem Herzen. Vor allem bitte nicht 50 Euro über YouTube donaten. Herr Bruckner, das ist mittlerweile wurscht, weil sie das nicht mehr recht viel voneinander nimmt. Ja, ich sag direkt über den, wenn wir schon dabei haben, direkt über den Donation-Link in der Beschreibung oder sonst wo bleibt, geht mehrer an mich, aber nicht so viel, dass du sagst, Alter, tu das ja nicht. Mach das ja nicht über YouTube, das ist mittlerweile nicht mehr so tragisch. Nochmal die Frage, wie ist der Status bezüglich LAN-Party? THV, tut mir außerordentlich leid, ich habe es am Anfang vom Stream schon gesagt, die LAN-Party wird leider abgesagt für Juni 2022. Grund dafür ist schlicht und ergreifend mein Bauchgefühl, das mir nach sehr langem Überlegen sagt, es ist keine gute Idee, ein Hallenfest mit 170 Leuten zu feiern, währenddessen rundherum alles am Eskalieren ist. Das passt mir noch viel weniger wie euch, weil ich mich gefreut habe wie ein Schnitzel. Und ich tue es auch nicht gern, aber es hilft einfach nicht. Bitte, bitte, bitte seid mir nicht besser. Ich werde das Ding auf 2023 verschieben. Diese LAN wird stattfinden und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue, in dem Leben oder im nächsten Leben, ist mir scheißegal, Alter. So, wenn den Clip wer in Discord stellen darf, dann kann man auch anschauen. Ich finde, da haben sie absolut recht, ich hab's vorher schon gesagt. Berlands, wir warten mal wieder mit World of Tanks Community Zock. World of Tanks. Ich weiß nicht, World of Tanks zahlt mir momentan gar nicht. Der Suna schreibt, schade, aber unter den Umständen eine vernünftige Entscheidung. Dankeschön. Ich finde es ja genauso schade. Ich bin richtig hart opisst, eigentlich. Ich versuche es zum Verstecken. Ich sag das, wie es ist. Aber es hilft nicht. Ich kann null einschätzen, was da los ist bis Juni. Gefühlt ändern die sämtliche Regelungen alle 5 Minuten. Und LAN-Party ist doch eine sehr spezielle Veranstaltung, wo keine Standardregelungen irgendwie Sinn machen, wenn du mich fragst. Und keiner von uns hat Bock, dass wir dann mit Maske irgendwie in der Halle sitzen müssen, 2 Tage lang oder sonst irgendein Bullshit. Da warten wir lieber noch ein Jahr. Ich werde über den Sommer ganz genau alle Regelungen beobachten und das auch mit der Dame in der Stadthalle besprechen, dass man das vielleicht ein bisschen mit beobachtet und notiert, was so die Regelungen sind und uns dann
wir sollen sagen, und uns dann drüber unterhalten, heute in einem Jahr. Es tut mir leid. Ich hoffe natürlich, dass mein YouTube und Streamerei und alles nicht so am Bach geht, dass wir keine 150 Leute mehr zusammenkriegen, aber da bin ich jetzt mal einigermaßen guter Dinge. Never touch a running system, das einzige, wonach es dieses Jahr sehr danach ausschaut, ist, dass es weit weniger Videos gibt, noch viel weniger, als das in der Vergangenheit der Fall war. Aber ansonsten, und selbst das darf ich nicht einmal sagen, weil irgendwann habe ich schon mal wieder Bock und dann haue ich wieder 3 außer innerhalb von 4 Wochen und dann ist wieder ein halbes Jahr Ruhe. Das ist ja immer das Gleiche, da mag ich schon gar nicht mehr reden drüber. Aber gut. Braucht man dann da Karten für die LAN-Party nächstes Jahr? Selbstverständlich braucht man da Karten für die LAN-Party. Wird in etwa, sofern sie die Preise bis dahin nicht verfünffachen, keine Ahnung, man weiß ja nie, was passiert, wird in etwa irgendwo zwischen 40 und 60 Euro kosten. Dauert 2 Tage das Ganze, von Freitag bis Sonntag. Und alles andere dann gibt's dann. Ja, da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber schmatzen. Wenn das interessiert, wir haben die letzten 10 Streams, glaube ich, immer wieder am Anfang und am Ende vom Stream über die LAN geredet, was der Plan ist, wie es hinhaut und so weiter und so fort. Es ist alles organisiert, alles durch die Bank, inklusive fast hätte ich reserviert, es sind die Tische organisiert, es ist der Transport organisiert, es ist der Aufbau organisiert, das Netzwerk ist organisiert, der Strom ist organisiert, alles ist organisiert, ja. Das heißt, die Arbeit und die Zeit sparen wir uns für nächstes Jahr. Wahrscheinlich muss ich auch erst wieder kurz einmal schauen, so wie war das und wie machen wir das und wie machen wir das. Aber besser. Basti! Was machen Sie? Alter, warum gibt es eine Roomtour von der Bürgerschanz? Es wird hier keine Roomtour nicht geben, das ist zu privat. Ich wohne hier nicht alleine. Das geht kein so. Ganz fucking einfach. Außerdem, alles schon erlebt, sitzen wieder irgendwelche Weirdos daheim und schauen ganz genau, wo man vielleicht irgendwo ein Eckerl von einem Fenster sieht und dann vielleicht ein Eckerl von einem Nachbarshaus und stellt dann bis auf 3 Nummern fest, wo ich wohne und sonst irgendwas. Nein. Eine Roomtour. Ich weiß nicht, was möchtest du mit einer Roomtour? Ich weiß nicht, was. Das da herin hat ja jeder gesehen, das ist ja alles, was irgendjemand irgendwo so geht. Der Rest geht keinem so. Ganz einfach. Schau der Sims-Stream an, das klangt. Was? Ich glaube, dass das noch allweil noch frei ist. Was? Da ist keiner bei 2,20. Also ich kann nicht klippen, aber 2 Stunden 21,46. Kann ich mir das überhaupt selber anschauen? Haben wir es jetzt schon? Haben wir mir jetzt da irgendwo einmal einen Clip? Ich glaube, ihr verarscht es mir halt immer noch. Kann ich da selber zurücklaufen lassen? Ja, kann ich. Das auch. Minus. Ja, was ist denn das wieder für Behinderung da? Es steht bloß Minus. Wie schaut's denn hier das so? Wie könnt's denn hier da zurücklaufen lassen? Keine Ahnung. Sag das, was es ist. Keine Ahnung. Roomtour haben wir bei den Sims schon gehabt. Stimmt. Jetzt weiß ich, was du meinst. Teeny Weeny, ich bin jetzt nicht ganz mitgekommen. Mein Hirn ist wieder stehen geblieben. Bürger, bei dir regnet's. Das stimmt, ja. Geht's ein wenig feucht, aber. Mr. Mesh, Bürger sagt, warum nicht im Spätfrühling nochmal schauen, ob es die Regeln Eftel noch zulassen. LAN, Fragezeichen, ich glaube, dass die Halle da sicher immer noch voll frei ist und den Rest kriegt man in 1-2 Monaten auch geregelt. Ja, aber ich mag jetzt nichts mehr versprechen, ich sag das, was es ist. Ich mag einfach nicht mehr drüber schmatzen, wenn mir im April, Mai einfällt, so, hey, kann ich halt nicht, das ist ja das, ich muss jetzt reservieren oder nicht. Verstehst? Wenn ich jetzt nicht reserviere, dann reserviert den Termin jemand anders und dann war es, dann kann ich auch im Mai nicht mehr nachschauen und sagen, ja, jetzt machen wir spontan im Juni durch die LAN. Geht nicht. Der Marcel Alexander Selzer, deine Adresse ist mir bekannt. Da hat mich jetzt aber ganz gewaltig interessieren, wie das möglich ist. Das bezweifelt ich ganz furchtbar schwer. Der Wauzi, Bürger, bin gerade in Spanien in Quarantäne und hab mich gefreut, weil ich jetzt auf die LAN kommen kann. Jetzt mal, Wauzi, bist du der Wauzi, den ich auch kenne? Bist du der Yves Wauzi? Du bist doch gerade im Urlaub. Du bist doch gerade bist du jetzt in Urlaub und da in Quarantäne. Das ist ja wieder super gelaufen. Und irgendjemand schreibt gerade, das ist definitiv ein Baum. Es traut sich doch keiner jetzt was zum Reservieren. Doch, das weiß ich. Mein Termin ist Ende der Woche weg, wenn ich nicht reserviere. Und ich werde definitiv nicht reservieren. Vielleicht ist ein Postbote. Wer weiß das schon. Was? Ach so, ja gut. Ja gut, es gibt natürlich ein paar einzelne Leute, die mich mit Sicherheit kennen, aber ich sie nicht kenne, die man irgendwie irgendwo gesehen hat oder miteinander was zum Tag hat oder welche Gründe auch immer. Weiß ich nie, vielleicht bist du mein Heizungsbauer, das kann natürlich auch sein. Schaut's auf 025 an, da seht ihr es genau. Ich glaube, ihr werdet gerade alle getrollt, so schaut's aus.
Vielleicht bauen sie bis 223 die Stadthalle in Landau noch aus. Das tun sie tatsächlich. Also nicht ausbauen, aber renovieren. Wird im August gemacht. Deswegen kriege ich zum Beispiel im August keinen Termin. Wenn es zurückgehst, wird es ca. minus 24 gehen. Ja, circa kann ich halt auch nicht arbeiten damit. Ich schaue mir jetzt nicht nochmal mein eigenes Stream an. Und mit euch nochmal, das glaube ich ist ein wenig ein Käse. Macht ihr einen Clip davon. Macht mir einen Clip. Einfacher geht's nicht. Genau für das ist es da. Sowohl auf YouTube gibt es die Funktion, sowohl als auch Twitch. Ja, Birger reacts to Birger live vor 24 Minuten. Das ist ein Baum im Wind ist. Dieser Birger wohnt gleich neben seinem Nachbarn. Krass, oder? Ich bin ein Fan, aber der Adresse ist mir wurscht. Ja, ganz ehrlich, das ist auch was zu weit geht. Wen geht meine Adresse so um? Das hat einfach nichts. Und ich werde auch nie wieder irgendwelche Leute, die ich glaube, länger zum Kennen in der Community, aus irgendwelchen gut gemeinten Dingen meine Adresse geben, zum irgendwas schicken oder sonst irgendwie irgendwas. Weil der Dritte, bei dem ich das getan habe, und dem habe ich bewusst eine falsche Adresse gegeben, der ist vor der Haustür gestanden. Aber halt nicht bei mir, weil nirgendwo meine richtige Adresse steht. Und auch nicht da, wo du meinst, dass meine richtige Adresse steht. So! Schick Fanpost einfach am Birger Landau, kommt schon. Bevor der wer einen Scheißhaufen schickt oder so, kennen wir ja alles. Ja, ganz genau. So. Im Discord ist was? Haben wir jetzt im Discord endlich was? Haben wir da jetzt, ich habe im Discord nichts. Ich sag das, ich sehe im Discord kein Clip, kein nix, kein irgendwie, kein wo. Wo? Nicht im Mimis-Channel, nicht im Gaming-Schmerz, nirgends. Damit hat sich das Thema jetzt erledigt. So. Flo, was sagst du zum neuen Rainbow? Das hätte Crossplay. Gute Frage, ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich habe heute einen Test von der GameStar gesehen, ich habe ihn aber noch nicht angeklickt und habe ihn noch nicht angeschaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, von diesem Alien-Scheiß und so, da bin ich eigentlich nicht so begeistert, aber der Titel in der Review war eigentlich relativ positiv. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mache ich vielleicht heute noch. Oder morgen und dann schauen wir mal, wer weiß. So, Basti, sehe ich es erst, das war ein 20er mit der Roomtour. Ich weiß nicht, warum da jemand einen 20er ausgepfeffert, ich verstehe es nicht, aber Dankeschön. Ping im Discord, jetzt haben wir was. So, da schau ich. Jetzt pass auf, da machen wir jetzt auf. Hat mir einen Clip geteilt, Nico. Jetzt pass auf. Okay. Den schauen wir uns jetzt miteinander einfach gnadenlos an. Jetzt pass auf. Habe ich überhaupt so ein Ding da? Monitor ganz. So, seht ihr was? Ziemlich finster. So, das werden wir uns jetzt ganz genau anschauen. Achtung! Und wo da genau? Der weiß, dass ich da bin. Also wir können nicht. Ich weiß genau, was du meinst. Achtung, ich versuche auf. Es ist der gelbe Baum, wie ich es gesagt habe. Der hat mich auch 2-3 Mal erwischt. Nicht. Da, seht ihr das? Da herum. Seht ihr mit dem Mauszeiger? Da herum. Auf das Fenster aufpassen. Auf das Fenster. Nochmal. Ich bin da oben im 2. Stock. Im 2. Nicht mal, selbst wenn ich im 1. war. Im 2. Es kann da am Fenster draußen gar keiner vorbeilaufen. Geht nicht. Also wir können ja nicht. Da. Einfach. Ja, ich Copyright strike mir jetzt. Und ganz ehrlich, setzt mir nicht besser, aber das sagt der Blinde, dass das keine Person ist. Macht Geschwindigkeit 0,25. Das ist eigentlich auch gar nicht so blöd. Wo geht denn das? Vollbildmodus beenden. Na, so. Standard 0,25. Gehen wir zurück aus. Sechst das. Immer nur da herum aufpassen. Immer nur da herum. Ich hoffe, ihr seht es meinem Auszeiger. Ich weiß nicht, ob er übertragen wird. Aber wir können ja noch weiterschauen. Vielleicht meint er ja auch was anderes. Und es ist so verpixelt, Alter. Das ist so schlimm. Kreuzlaufe. Jetzt wieder finster Text. No weniger wie grad. Er weiß, dass ich da bin. Also der mir kimmer nicht. Ins
Kreuzlaufe. Jetzt ist wieder finster Text. Noch weniger wie grad. Er weiß, dass ich... Halt jetzt einmal! So. Okay, also die 0,25 haben sie rentiert. It's a tree. Ja, schmaler Grad zwischen it's a trap, it's a tree. So, das muss ich mir jetzt allerdings selber schnell noch mal anschauen, weil das mit Sicherheit behindert war. Ha! Hoppala, Koppala, Droschen, Entschuldigung. Wie stark soll der Schlaganfall sein, Bürger? Ja. So, Flo! Ja, hab ich gelesen. Ich hab glaube ich, niemanden übersehen. Falls ich irgendjemanden übersehen habe bei den Donations. Freunde der Sonne, vielen herzlichen Dank. Es tut mir leid. Bussi aufs Nuss, ich hoffe, ich hab keinen übersehen. Ein Mike Oxlam habe ich übersehen. Mit dem Drilling. Landminenli! Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch taugt hat, smash den Like-Button an YouTube. Wenn es euch taugt hat an die Twitch-Leute, switch from Twitch to YouTube and smash the Like-Button. Warum, weißt du nicht, aber smash einfach. Ist wichtig. Also ich kenne die Adresse wirklich, weil die ist hinterm Pluto in der Nähe vom Heisel. Ja, stimmt. Vielleicht aber auch im Heisel. Das ist ja die große Unbekannte, Herr Cruisebot. Dass wir den Heiselwitz noch mal hören müssen, den hab ich jetzt nicht kommen sehen. Merci dir. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen Donations. Waren halt wieder ein paar Eskalationen dabei. Nicht gerade ein paar, glaube ich. Vielen herzlichen Dank an die ganzen neuen Mitglieder. Ja? Nehmt euch ein sauberes Nüsschen aus dem Nussschälchen. Es ist so behindert, dass mir selber noch gefällt, darum hauen wir es lieber noch mehr ein. Pass auf. Ich nehme mir ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox, nom nom. Lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss, nom 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 nom. Ja, Meisterwerke, da gibt es überhaupt keine Reine nicht. Dankeschön, welcome to the squad und vielen Dank an die ganzen alten Mitglieder, wo teilweise Leute schon 3 Jahre mittlerweile dabei sind. Nicht viel, aber ein paar. Vielen herzlichen Dank von ganzem Herzen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Der Sieg geht einfach fucking immer. Nächsten Mittwoch gehen wir ein bisschen brawlen, ja, gehen wir ein bisschen mehr aggressiver da hinein. Wenn wir jemanden erwischen, schleicht wir uns und es geht weiter. Wenn wir erschossen werden, ja, dann gibt es einen Blätschmerz. Und dann gibt es übernächste Woche Scam, weißt du eh, was ist. Und jetzt da ich sagen, Hashtag Strapse, wieder mal. Wenn wir bei Wörtern sind, wieder die irgendwie seltsam sind und keiner weiß so recht warum. Ja? Und am Mittwoch sehen wir uns mit God of War. Runde 3? Ich weiß es nicht mehr. War das Runde 3? Ich weiß nicht mehr, ist ja völlig Banane. Hackel to your face! Mehr sage ich nicht, Alter. Bärtiger, wütender Mann prügelt Kasperl aus die Klappe. Und der Kratos ist auch dabei. Hallo, ich bin der Kratos und ich bin auch dabei. So. Was? Herzalsbam haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das stimmt. Zum Schluss auch sie. Herzalsbam. Für wen? Weiß ich nicht, für alle Rothaarigen. Für alle, weiß ich nicht. Für alle. Einfach für alle. Für alle, sehr wurscht, Alter. So. Bussi Nussi, danke fürs Zuschauen. Huldet dem Nüsschen-Squad. Und jetzt schleicht euch Press Triple F und Herzalsbam für die Moderatoren bis zum Mittwoch 20 Uhr. Und sonst, glaube ich, gibt es nichts zum Sagen, außer holt euch da ein Waschel zu. Habe.